Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da. Oder von oben oder von alle Seiten. Von mir aus auch von drinnen. Aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da irgendwas finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so bei Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen. Ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da. Ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren. In Assassin's Creed. Glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Oder wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifel auf da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war...
okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder nicht leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von. Einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird. Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Da ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Burli. Ich dachte, dein Gitarre so ins Gesicht hauen, dass 3 Mal Schutz zum Bremsen brei hat. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Geht da was? Da kannst du nicht einmal 5 Minuten zusammenreißen in der Öffentlichkeit, hä? Sag einmal. Du stell dir vor, du lässt den da drin vornehmen, dann ist aber... Ne, dann kracht's. Das war ganz gewaltig. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem... Also, ihr sollt nicht die Viewer einen Kopf bumsen mit deinen... Also, du sollst... Ist im Bereich des Möglichen, dass... So, einen wunderschönen Sonntagmorgen, meine sehr verehrten geschubsten Bazis, flauschigen Bazis, wie auch immer. Guten Morgen Wifi und guten Morgen Sabi, grüß euch gut. Schön, dass schon so wach und munter im Stream seid. Sehr zauberhaft. Wie geht's denn? Daher Ripsi einen wunderschönen Nachmittag. Hä? Was für eine Zeitzone lebst du eigentlich? Bist du in Amerika unterwegs oder? Wobei, da war's finster. Bist du in Australien unterwegs oder wie schaut's aus? Copy-Paste. Aber guten Morgen Kathi, guten Morgen, grüß dich. Wie geht's euch? Alles fit bei euch? Wie schauen wir aus? Haben wir Bock aufs Kreuzritterfinale? Wie schaut's aus? Wach ist relativ, ja gut, das stimmt, da hast du jetzt schon nicht Unrecht. Ich frag mich auch, hä? Es ist schon lange her, dass wir mir einen Frühschoppen gemacht haben. Holy shit. Ich hab heute auch so gedacht, um 3 rein. Fuck, ich müsste in einer Dreiviertelstunde vom PC hocken. Aber okay. Weil wir habe ich dir, guten Morgen, grüß dich. Birgit habe ich dir. Alles Bestes, danke selber. Ja, alles gut, soweit steht das bei dir auch alles passt. Ich schieb's auf die Tabletten. Okay, Ausrede, die Zeit. Die Zeit. Passt. Na, bei mir ist alles gut. Schön, wenn bei euch alles in Ordnung ist. Und schön, dass vor allem schon so zu früher Stunde da hat. Zauberhaft. Mescalin habe ich dir. Mahlzeit, die Damen und die Herren. Ja, Mahlzeit, ja.
Ja, nein. Ja, für einen Handwerkerknopf ist das schon gelungen. Also, lass mal einmal gelten. lass mal einmal gelten. Oh ja. Freunde der Sonne, was gibt's Neues? Habe ich irgendwas versammelt die letzten Tage? Ich bin momentan privat ein bisschen sehr eingespannt. Aber okay. Lucky halt gerade Presse und ich bin frisch duscht, alles flauschig, aber außer dass morgen Montag ist. Ja, morgen ist Montag, aber an den denken wir jetzt noch nicht. Jetzt denken wir einfach mal dran, dass heute Sonntagmorgen ist, draußen das Wetter scheiße ist und wir heute einen chilligen Tag verbringen können. Das ist jetzt aber das, was Zeit. Was morgen ist, das soll das Zukunfts-Ich dann entscheiden. Ne? Aber dann hast du halt schon deutlich mehr geschafft wie ich, Birgit. Ne? Ich war noch nicht duschen. Aber das tue ich dann noch. Ich bin kurz da, vor dann zum Wettkampf von der 2. Bundesliga und werde meine neue Mannschaft kennen. Ja, ich hab da in Instagram was erlunzt. Du moderierst irgendwas, glaube ich, gell, Kathi? Und ganz viel Erfolg, schau mal, im Vorhinein. Ne? Also, ne, hau sie weg oder schieß sie weg. I don't know. Ich weiß nicht, wie sagt man denn da? Das war gestern die 1. Bundesliga. Okay, ja, einmal sorry, dann habe ich das jetzt gerade ein bisschen durcheinander beidelt. Aber ich hab's vernommen. Ne? Ich hab das schon mitgekriegt. Ich hab Mittwoch Mitarbeiterbewertungen in der Arbeit, bin da leicht nervös, auch wenn sie sagen, dass man keine Sorgen machen muss. Ja, für sowas ist man eigentlich immer so nervös. Also ich meine, habe ich jetzt zwar so per se noch nie gehabt, aber ich darf auch wegen umschauen, wenn jetzt mein Meister sagt, du pass auf, komm noch in mein Büro, wir müssen verschmerzen. Ja, da muss ich mal sämtlichste Horror-Szenarien aus, obwohl meistens eh nichts fällt. Leider haben wir keinen Livestream gehabt. Schade. Nein, wie gesagt, die haben es gestern gedacht so, oh ja, die moderiert, vielleicht ist da wieder irgendwas im Internet im Gange. Gut, ich hätte zwar abgesehen davon gestern wie so oft keine Zeit gehabt, das anzuschauen, weil ich momentan froh sein kann, wenn ich überhaupt eine Stunde vor dem PC verbringen kann. Aber ja, ich hoffe, deine neue Mannschaft wird was reißen können. Wie gesagt, die Daumen sind gedrückt. Also die Sportler, die haben halt da gleich, wir halten ja zusammen. Ne? Vor allem ist es erst mit meinem Leben, Lucky kennt es auch schon, ist bei uns in der Arbeit halbjährlich. Ja, das muss aber nicht immer was Negatives sein. Weißt du, so Mitarbeiterbewertungen hat meine Freundin auch einmal im Jahr. So Mitarbeiterbeurteilung. Das muss nichts, da musst du nichts denken. Das machen die halt einfach, dass da halt sagen, du pass auf, das machst du gut, das ist super, mach das weiter so. Aber dann sagen sie halt vielleicht noch, du pass auf, kann man das vielleicht noch ändern, das müsste man vielleicht noch ein wenig verbessern. Da geht es rein darum, dass die halt auf einen offiziellen, vernünftigen Weg mitteilen, was sie von dir halten. Die werden jetzt nicht hergehen und sagen, Frau Birgit, Sie sind scheiße, wir können Sie eigentlich nicht brauchen, Sie haben nur geduldet, weil das und das wird ja nicht passieren. Wenn es gestreamt wird, hätte ich schon entsprechend Werbung gemacht. Hast bei meinem Kanal freie Fahrt. Ne? Also wenn du da mal irgendwas weißt, streamtechnisch, sagt man da gerne Bescheid, das hauen wir natürlich sofort ins Discord, aber der haben wir überhaupt nicht lange miteinander. Streich die letzten 2 Smileys, okay. Ich streich's einmal. Kommst gerne darauf zurück? Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich meine, wie gesagt, ich kann da momentan nicht versprechen, dass ich selber dann zuschauen kann, weil momentan Frau Bazi am Hatschen ist. Ich muss mich um Baustelle kümmern, ich muss mich um Tabak kümmern. Also es ist, wie gesagt, ich will momentan vor dem PC sitzen, entweder wenn ich mal selber stream oder wenn ich halt nach der Spätschicht irgendwann einmal haben kann. So. Aber so momentan frei am PC bin ich wirklich nicht. Oder halt nur sehr, sehr wenig. Aber gut. Hätte ich gestern mehr Werbung für mich machen sollen? Ja, du, mein Bot haut eine Meldung raus. Also, verstehe ich nicht. Ja, aber genau das sollte der Fall sein bei einer Werbung. XY, es tut uns leid, so wie Sie arbeiten, geht das nicht ändern oder gehen. Ja, genau, so. Ganz normale, bodenständige Mitarbeiterbewertung. Das ist, also bei uns gibt es nicht, tatsächlich. Oder nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es schon mal gegeben hat. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, aber ich weiß halt von meiner Freundin. So. So eine jährliche Beurteilung. Aber bei mir, also quasi, du bist ja quasi bei mir auf dem Discord-Server im Special-Streamer-Programm mit drin. Also sprich immer dann, wenn du... Ah ja, stimmt, ich bin auf dem frischen YouTube-Account angemeldet, deswegen denken wir schon, warum kriege ich jetzt wieder Werbung? Verpiss dich! Oh, geht doch. Du bist ja bei mir im Special-Streamer-Programm drin, das heißt, jeder, der wo da mit drin ist, kriegt quasi, da macht mein Bot im Discord eine Meldung, er macht keinen Ping, weil da das fuckt irgendwann die Leute ab, wenn da am Tag 20 Pings kommen, gefühlt. Und der macht dann eine Meldung, du pass auf, du bist live, you know what it is. Haben einige andere auch noch, bei der Wi-Fi, bei der Sabi zum Beispiel, das ist genau das gleiche.
Also alle Streamer aus der Bubble im Endeffekt, wenn man so will. Und sogar ein bisschen darüber hinaus. Aber gut. So, sonst habe ich eigentlich nicht so wirklich viel nice. Was, wir haben das auch nicht, wenn du Blödsinn machst oder nicht gescheit tust, kriegst du das sofort zum Hören. Ja, so ungefähr. Wenn du Scheiße baust, dann kriegst du es eh gleich mitgeteilt. So ist es bei uns auch. Also Sticklaufwachs, was war denn da wieder los? Ja, Platten ist halt Pro. Aber gibt's denn das? Ja, keine Ahnung. Materialfehler, was weiß denn ich? Lass mich in Ruhe. Ich tue doch eh schon. So ungefähr. Aber bei mir auch, löscht es nicht mehr, wenn ihr wieder offline seid. Das ist bei mir tatsächlich nicht. Bei mir bleiben die, also quasi, du kannst jetzt nachschauen, wer vor 2 Jahren am 8. November live gegangen ist. So. Aber wenn ich es da schon gehört habe, also ne, unter der Prämisse. King of Barbecue habe ich die Guten Morgen, grüß dich gut. Aber gut, ich hab mir ja eigentlich vorgenommen, dass ich heuer am Bot noch ändert, aber also der YB Award wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf, weil man der bei sowas immer sehr tatkräftig unter die Arme greift, weil ich einfach, was die so geht, absoluter Vollnoob bin. Aber ich, wie gesagt, ich komme momentan halt einfach fucking nicht dazu, dass ich mir mal an einem Wochenende 2 oder 3, 4, 5, 6 Stunden Zeit nehme, dass ich sage, hey du pass auf, machen wir das. Ja, das verschiebe ich mal auf. Das nehmen wir mal an Silvester vor, wenn die Korken knallen, ne? Dann nehmen wir mal Vorsatz fürs Jahr 2024 ins Streamerbot wechseln. Nehmen wir mal einfach einmal vor. Scheiß auf alles andere, erster Vorsatz Streamerbot wechseln. Ob ich es dann umsetze, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Es ist einmal gedanklich, ne? Ist einmal vorgemerkt, aber wie gesagt, ob ich das jetzt zeitnah umsetzen kann. Ich glaube, wenn ich mal umgezogen bin, nächstes Jahr irgendwann, dann geht's wieder leichter. Highlander Habitäre, einen schönen guten Morgen. Wünsche dir auch. Das sind Neujahrsvorsätze. Ja, unter anderem. Ja, ich mache mir schon sinnvolle Vorsätze auch. Zum Beispiel ab Januar wieder wirklich extrem fleißig ins Fitnessstudio geht. Das habe ich mir vor ein paar Wochen war ich wirklich wieder gut dabei und dann kriegt halt Baustelle wieder. Ja, tolle Wurst, danke für nix, weil wann soll denn dann noch gehen? So, auf die Art. Aber wir haben übrigens Urlaub gebucht, das heißt im Januar habe ich einen sehr, sehr triftigen Grund, meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Also das ist der erste sinnvolle Vorsatz. Baustelle ist ein Fitnessstudio? Ja, jetzt nicht mehr. Kathi, jetzt nicht mehr. Die arbeiten jetzt, die gehen nicht auf Muskulatur. Das sind halt nur so, ja, die jetzt momentan haben sie halt Verspachtel-Arbeiten. Rigipstickern und so. Also da hast du jetzt körperlich nicht so die Ding. Am Anfang ja, wo wir Mauern eingerissen haben und Ziegelsteine geschleppt haben, oh ja, das war Fitnessstudio, da hast du nichts anderes mehr braucht. Da warst du hinterher, ne? Du hast eigentlich gemeint, okay, du warst nicht auf dem Bau, sondern du warst auf einem Triathlon, so auf die Art. Aber okay, das ist... Du bist schon im 25. 3 Jahre plus 1 Monat. Frognet und Jammernet. Nimm Saichi 1 Popo Dabats 1 her. Saichi 1 Popo. Okay, den nimm ich. Ich nehme einen Saichi 1 Popo. Den nimm ich. Und sei merci dir für deine 25 Monate. Vielen lieben Dank. Holy shit, ist das Monat. Hä, ist das so schnell vergangen jetzt? Du hast doch erst vor 2 Wochen resubbed, oder? Holy fucking shit, sei vielen lieben Dank. 25 Monate, das ist eine lange Zeit. Dankeschön, weiterhin willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß nicht, wir müssen abgefunden, der Sei ist dazwischen gerätscht. Nichts ist wichtiger als Familie und das Leben außerhalb der Online-Welt. Savi, auch das ist absolut richtig. Das stimmt. Und es kämen ja auch wieder andere Zeiten. Ich meine, ich habe jetzt vor ein paar Tagen, vor 2 oder 3, 4 Tagen, ich weiß es nicht mehr, mein Zeitgefühl momentan ist nicht so wirklich vorhanden. Ich habe vor 2 oder 3 Tagen mit der Wifi geredet drüber. Mir tut es momentan, weil jetzt gerade einige Streamer-Kollegen online, oder was heißt online, die waren halt gerade da. Mir tut es unfassbar leid für meine Streamer-Kollegen, dass ich bei denen momentan nicht so oft vorbeischauen kann und so regelmäßig vorbeischauen kann, wie sie es bei mir tun. Aber ich kann momentan einfach nicht, ich kann mir es nicht aussuchen momentan. Es ist oft so, jetzt wechselt die verdammt gleich meinen Account, gell? Jetzt wird wieder entzündig mit der scheiß Werbung, oder? Okay, mach mal einfach gleich, also. Du wechselst mal einfach gleich. Mir tut es einfach unfassbar leid für die Leute, die ebenfalls in der Streamer-Bubble haben und ich halt bei denen nicht so regelmäßig momentan zuschauen kann, wie sie es bei mir tun, weil ich halt momentan so stark eingespannt bin in so vielen Lebenslagen. Da rede ich noch nicht einmal von meinem Beruf, sondern da rede ich einfach von meinem Privatleben. Wie gesagt, Baustelle ist momentan sehr, sehr viel zum Tor. Frau Bazi braucht sehr viel Unterstützung, weil die momentan auf Krücken unterwegs ist, noch die nächsten Wochen.
es ist einfach momentan ein Haufen organisatorische Arbeit abseits dieser Online-Welt und mir tut es dann immer unfassbar leid, wenn ich dann den Support, den ich von euch kriege, nicht an eng zurückgeben kann momentan. Und ich hab mit der Wifi vor ein paar Tagen geredet, ich hab da teilweise wirklich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich halt nicht mehr hört, dass die Leute von mir denken, ja, schau dir er mal, wir haben oben bei ihm da und unterstützen ihn und was weiß ich. Und er bringt es nicht zusammen, dass er zumindest mit 10 Minuten einen Stream zuschaut. Ne? Ich versuche es immer irgendwie irgendwo einzubauen. Teilweise schaue ich sogar in der Arbeit nebenbei zu, auf die Kopfhörer in der Spätschicht, wenn es irgendwie machbar ist und das Internet halt mitspielt. Aber es ist momentan einfach nicht leicht. So, dass ich eine Zeit finde, da wo ich dann sagen kann, okay, ich kann jetzt wirklich einmal 2 Stunden hinhocken und kann jemanden wirklich in Ruhe beim Streamer zuschauen. Das ist einfach momentan nicht möglich. Es tut mir auch wirklich leid. Es wird wieder anders. Ich werde schauen, dass ich dort, wenn ich spätestens dann, wenn ich umgezogen bin, wieder mehr in die Streams unterwegs bin. Auch bei euch. Weil ich krieg's ja schließlich vor euch auch. So. Das ist nicht der Mindfuck. Das denke mir ich. Ich glaube jetzt kaum, dass einer im Chat ist, der wo sich das von mir denkt. Weil ich glaube, ne? Aber das ist halt einfach, man hat halt ein schlechtes Gewissen. Ausbazi pfui. Ja, okay, Birscher. Da hörst du auf, dich zu entschuldigen, das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Ja, ich weiß schon, das ist halt der Kopf. Ne? Mein Kopf sagt halt, du pass auf, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ja, das hat jetzt einfach einmal außer müssen. So. Vielleicht, jetzt geht es mir dann wahrscheinlich besser. Ne? Also ich hoffe es. Bei mir war es ja auch gestern kurz, mir hätte ich auch nicht mitgekriegt, ich habe vom Chat nicht. Ja, ich war, selbe Beispiel bei dir gestern, ich war auf der Baustelle. Ich hab gesehen, du streamst, du riechst einen Fernseher her, der Mike ist dabei, ich hab mir gedacht, jetzt schau ich mal kurz schnell rein, ich sag, hallo, hey, du, servus, wie schaut's aus? Aber, weißt du, nach 5 Minuten war es halt dann auch schon wieder, weil Arbeit und so. Das ist, wie gesagt, momentan einfach, es ist schwierig. Und wie gesagt, mir tut's halt auch, ja, mir tut's an der Stelle halt einfach auch leid. Aber, was soll ich machen? Es geht leider nicht anders. Aktuell. Aber gut. Kenny, bei mir ist das im Kopf oft wegen Subs. Ich kann halt leider nicht so, wie ich wollen würde. Ich weiß, dass ich trotzdem willkommen bin. Also, das ist Epsi, und da spreche ich wirklich aus tiefstem Herzen und aus voller Ernsthaftigkeit. Bei mir ist es, also, nicht, dass ich sage, dass mir es wurscht hat oder so, aber bei mir ist es völlig wurscht, ob bei mir einer Abonnent ist oder nicht. Ich behandle an jeden gleich, ich freue mich über jeden, der wo da ist, ich freue mich über jeden, der wo zuschaut und mir ist es wurscht, ob da davor ein Sub-Badge vorm Namen steht oder nicht. Natürlich freut es mich, wenn einer subbt, brauche ich auch nicht lernen, also ich da denke voll ins Gesicht lernen, wenn ich sage, das darf mich nicht freuen. Natürlich freut es mich, wenn einer subbt, aber das ist für mich das was jetzt nicht unbedingt voraussetzen mehr hat. Dass ich jetzt mit daher sitze und stream. Also ganz ehrlich, da kann ich aufhören, weil wenn ich jetzt Unterschied mache zwischen Leuten, die Subscriber haben und Leuten, die einfach nur in Anführungszeichen Follower haben, da brauchen wir nicht anfangen, ganz ehrlich. Und das war etwas, das habe ich mir ganz von Anfang an zum Leitsatz gemacht. Ich mache das da erinnert, für mich als Spaß und für eng zur Belustigung und zur Gaudi und weil wir uns einfach connecten können, so auf die Art, und ich mache das nicht für Geld. Natürlich bleibt am Ende des Monats ein kleiner Groschen hängen, meistens zumindest, aber ich tue es nicht zwecks dem. Ne? Also da braucht sie bei mir wirklich, da kann sich jetzt jeder angesprochen fühlen. Bei mir ist das wurscht, ob einer Abonnent ist oder nicht. So, nicht, weil man ihr als Personen wurscht hat. Ja genau, und dann kommt der. So IATZGI Dia Ascha ZWE Joa am Arsch. Am Arsch. Du gehst mir überhaupt nicht am Arsch, Bryce. Wer sie dir für deine 24 Monate? Ja, den Alert hast du verdient. Was, ich rede gerade davon, dass Sappen nicht bei mir, dass ich auf das nicht ausbie und dass ja jeder willkommen ist und dann kommst du daher. Dann kommst du daher, der Inbegriff mittlerweile vom Hype-Train. Ne? Das waren früher andere Leute, mittlerweile bist das du. Das hat jetzt wieder perfekt passt. Aber Bryce, danke dir für deine 2 Jahre Resub. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bleibst weiterhin dabei. Und natürlich herzlich willkommen und Gumwing. Wie geht's dir? Genau. Simpson, habe ich dir Ausrufezeichen blind? Ja, das habe ich nicht. Habe ich dir trotzdem.
You summoned me, I came. Okay. Passt. Schön, dass du bist. Na, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr subbt, ich freue mich narrisch drüber. Und wenn einer nicht subbt, weil er nicht mag oder weil er halt nicht kann oder wie auch immer, da braucht sich niemand rechtfertigen. Es ist jeder herzlich willkommen, solange er sich halbwegs vernünftig aufführt. Ja, solange er in dem Rahmen bleibt, der in unserer Bubble bekannt ist, ist bei mir jeder willkommen. Scheißegal, ob regelmäßiger Zuschauer, ob Lurker, ob hier und da Zuschauer, ob Abonnent, ob nur Follower oder was weiß der Teufel was. Einfach eine gute Zeit haben. Das ist alles. Und wenn einer supporten möchte und kann, das ist halt das Wichtigste, nur wenn er auch kann und mag, dann freue ich mich natürlich, wenn einer abonniert. Punkt aus Ende. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ganz einfacher Fall. Wir sind dort zum Spaß haben auf beide Seiten der Camp. Richtig, genau so ist es. Ich tue es, weil ich halt Bock habe zum Zocken und weil ich mir denke, wenn ich schon zocke und einmal Zeit habe dazu, dann teile ich es halt mit euch. Und wenn ihr dann dadurch unterhalten seid und eine gute Zeit machen könnt, dann haben wir beide eine Win-Win-Situation, ganz einfacher Fall. Und das ziehe ich jetzt seit 2,5 Jahren so durch und ich glaube, ich mache das gar nicht einmal so schlecht mit meiner Einstellung. Warum sollte man da was ändern? Ganz einfacher Fall. So, Freunde, ich darf aber jetzt sagen, wir haben der Kreuzritter, also ich vermute mal, dass das heute der letzte Lords of the Fallen Stream sein wird. Ja, ich vermute es. Ich gehe mal davon aus, dass nicht mehr recht viel kommt. Wir haben letztes Mal das 5. Leuchtfeuer gereinigt, letztes Mal war es relativ intens. Lucky habe ich dir gemeint. Wir haben letztes Mal dieses 5. Leuchtfeuer entzündet und gereinigt. Letztes Mal war es noch mal ein bisschen intens. Wir haben da zwei Mainbosse oder ich weiß nicht mehr, 2 Main- und 2 Nebenbosse gemacht. Und dann hat sich später gedacht, hey du Brudi, da ist ein 6. Leuchtfeuer in Oberkalrad. Wir haben dann mal einen neuen Abschnitt freigeschalten, den schauen wir uns heute an und ich vermute mal, nach diesem letzten 6. Leuchtfeuer ist dieses Spiel vorbei. Ich vermute mal. Ja, es deutet alles darauf hin, es kann sein, dass dann noch was anderes kommt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dieser Stream heute der letzte Lords of the Fallen Stream sein wird. Ne? Jetzt schauen wir mal, wie lange wir da brauchen, sollte es so sein. Wenn wir jetzt natürlich in einer Stunde da hocken und fertig haben, dann müssen wir uns was überlegen. Ich habe da schon 2 Ideen, was wir dann theoretisch tun könnten, weil nach einer Stunde offline geht du ja natürlich auch nicht, ist auch klar. Aber dann schauen wir einfach einmal, okay? Dann bin ich jetzt gespannt, wie das Spiel ausgeht letzten Endes. Oder ob es ausgeht, wie auch immer. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Mir geht's gut, weil Winter-Debris kickt ein wenig, weil kalt und schledert wie Sau. Nicht Moped fahren. Ja, du hast jetzt, was das angeht, also was Moped-Fahren angeht, hast du jetzt einmal Zeit als Sendepause, das stimmt. Aber Mr. Price, der nächste März, bzw. April, je nachdem, wann das du zugelassen hast, der kommt bestimmt. Und dann wünsche ich dir, wenn es dann soweit ist, einen sehr, sehr frühen und schönen Start in die neue Saison. Ja, ich weiß das selber, wie ärgerlich das ist. Mir interessiert es nicht mehr, mir tut es nicht mehr weh. Von mir aus kann es schneiden bis im März sein, das ist mir wurscht, aber als ich noch aktiver Biker war das für mich. Ne? I feel you, okay? Sei im ersten für einen Lurk frühstücken gehen, weil ich es noch nicht aus dem Bett geschafft habe. Ja, dann aber jetzt presto, gell? Die Meile auf das ganze Jahr, wenn es 15 Grad hat, sitzt sie drum. Ja, okay, gut, ja, dann geht's. Dann geht's. Gut, heute ist ein bisschen, heute wird's der harte Sau, wenn fast. Das stimmt. Aber dann, gut, wenn du eine Jahreszulassung hast, okay. Dann brauchst du gerade warten, bis das wieder halbwegs geschehen wird. Schnee kriegen wir in dem Leben sowieso keinen mehr. Also von daher. Na gut, Freunde, jetzt schauen wir aber mal ins Spiel. Hätte ich fast gesagt, oder? Was hält man davon? Passend zur guten Donkey Kong Country Musik. Dann schauen wir halt einmal, was Lords of the Fallen jetzt auf die letzten Zielmeter noch für uns vorbereitet hat. Schauen wir mal, dann sagen wir schon. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, ob wir ein Update haben von Steam her, aber das wird uns Steam gleich ins Gesicht schreien, was Phase ist. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Okay, Update haben wir scheinbar keins. Also mal nicht so schlecht für uns. Ne? So. Mir ist gespannt. Monkatz, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du bist. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? So. Ganz gut, danke und selber. Das freut mich zum Hören. Schön, dass bei dir auch alles passt. Bei mir alles soweit im grünen Bereich.
Wir haben heute wahrscheinlich beim letzten Lords of the Fallen Stream angelangt. Vermute mal, dass wir jetzt die nächsten 1,5-2 Stunden mit diesem Spiel fertig werden. Das schauen wir uns halt jetzt einmal an, was der Phase ist. Einen Ton habt ihr aber hoffentlich, oder? Habt ihr Ton? Schon, oder? Mal habe ich nicht ausgeschaltet. Ich will lieber nochmal nach. Ja, passt. Ton quasi vorhanden. Gut. So, Freunde der Sonne, wir tun mal straight weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar war das... Ja, wo war das? Da. Oberkalrad. Überreste der vergessenen Wächterin. Da haben wir nämlich dieses Leuchtfeuer, diese Laterne haben wir zwar bereisen können, wir haben aber aus der Tür nicht rausgekannt. Die war nämlich versperrt. Diese Tür hier war von der anderen Seite von einem Umbral-Geschöpf zugeklebt. Oder was heißt zugeklebt? Zugewachsen, so muss ich sagen. Und man hat dann quasi außen rum rennen müssen. Da haben eben dann die zwei Bosse gekommen. Unter anderem auch dieser Flammenschnitter, der wo die ganze Zeit auf unserer Laterne aus ist. Wenn sich nur erinnert, der wo am Anfang dem anderen einen Rüssel angeschnitten hat. Der wo auf den Drachen reitet, den haben wir letztes Mal umgepimmelt. Der kommt uns quasi nicht mehr in die Quere. Und dann haben wir dort diese Tür da öffnen können. Nachdem uns da ein NPC als Boss erschienen ist. Ja, der eine, wo immer in der Umbral-Welt umeinander gerannt ist, mit der Kapuzen, der komische, ich sag jetzt mit der Wikinger-Heini, der wo eine komische Bratzen gehabt hat. Der hat uns dann da als Boss angegriffen. Das ist in Souls-Likes natürlich nicht untypisch, dass NPCs bösartig werden, wenn du denen einer Quest nicht erfüllst und dann irgendwann als Boss erscheinen, sozusagen. Der hat aber außer Zahnbelag nichts drauf gehabt, der war relativ schnell fertig mit der Welt. So, und das ist der neue Abschnitt, der wo sie dann freigeschaltet hat und dahinter, also man sagt dann einmal, wir haben schön unseren Auftrag erfüllt, die 5 Leuchtfeuer gereinigt. Und da hinten ist ein 6. erschienen und da werden wir jetzt hin müssen und da wird dann wahrscheinlich auch das Finale sein. Vermute ich jetzt einfach mal so rotzfrech. Ja, ob es dann auch wirklich so ist, das weiß ich nicht, das werden wir erfahren. Aber wir schauen uns jetzt einmal in aller Seelenruhe um, was da so Phase ist. Ja. Da haben wir auf alle Fälle mal ein Lord da. Da wird es dann nochmal einen Shortcut geben auf jeden Fall. Ich muss mir jetzt erst einmal umschauen, wo wir da potenziell weitergehen. Wahrscheinlich müssen wir einmal außen rum. Da ist auf alle Fälle ein Mottensch. Wow. Da werden wir die Welt Umbral brauchen. Aha, da hinten kann man auf alle Fälle. Okay. Da hinten ist ein Flammenhund, da haben 2 Flammenhunde. Gegner machen ganz schön viel Schaden. Aha, okay. Gut, man darf halt jetzt aber auch nicht vergessen, wir haben im Finalgebiet, ne? Also vermutlich. Kann schon sein, dass der Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen anzieht. Ja, perfekt. Da wenn er gerade sich schon wieder umeinander rennt, da klang eh schon wieder. Ah, Ruhe ist. Gut, da werden sie natürlich jetzt schon einmal alles auffahren, was sie irgendwie finden können, das ist ja klar. So. Schon wieder so Drecksmoten unter.
Ja, da werden wir ins rechte toppen müssen. Da können wir leider jetzt aktuell so nicht aus. Aber das ist erstmal fein. Ziehen wir das einmal raus. Okay, aber wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ah, ich nehme da die Tür aufmacht. Okay, ja, ich sehe, wo die ist. Also, Sensenmann, perfekt. Okay, da können wir wieder zurück. Perfekt. Ah, und dann können wir da gleich die Leiter aktivieren. Perfekt. Dann haben wir da quasi den ersten Shortcut. Das ist gut für uns. Da haben wir quasi den ganzen Weg außen rum nicht mehr, gell? Okay, da kann man einen Setzling setzen. Da haben wir noch einen, den sparen wir uns aber, weil da drüben haben wir ja sowieso unsere Laternen. Das war jetzt total sinnlos, wenn wir da... Axt des Henkers. Wobei, mir fällt gerade ein, wir haben ja gestern noch andere Rüstungen gefunden, gell? Oder nicht gestern, beim letzten Mal. Aber nichts, was besser ist als das, was wir aktuell tragen. Nein, wir haben aktuell die tankigste Rüstung von denen, was wir im Inventar haben. Von daher, völligst fein. Ich bin gespannt, wie kreislig der Endboss ausschaut. Ja, auf den bin ich tatsächlich auch schon sehr gespannt, was wohl der Endboss kann. Ja. Ja, das wird relativ, also so wie es jetzt ausschaut, verläuft das Level relativ linear. Und wir werden halt in die Burg, ja, wir werden halt in die Burg aufhören müssen, das ist mir sowieso klar. Da haben wir rostige Brandmarkte. Aha, da haben wir einen Miniboss. Ist der NPC aus Bloodborne oder was? Oh, ich hänge nicht.
Also 3 Symbole. Easy. First try, bitch. Da schaut's auch aus, wie wenn's da was gab, aber da ist ein Mottenschwarm. Aha, da ist eine Leiter, siehst du, da kann man aufsteigen. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir da irgendwo wahrscheinlich einmal einen Überrest zusammensitzen können. Vermutlich jetzt einmal. Und Kattel, hab ich die grüß dich gut. Wie geht's da? Und da flüstert irgendwer irgendwas. Also wir werden im Reich der Toten da weiter müssen, I guess, oder? Ja, das schaut so aus, wie wenn wir ohnehin da hinten müssen. Okay. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch, Narias, Habiteri, grüß dich gut. Danke, wünsche dir ebenfalls. Ich hoffe, dir geht's gut. Ganz okay, wie geht's dir? Hey, du, ich kann nicht gelungen. Bei dir jetzt ist es eher negativ, oh. Musst ja nicht so zauberhaft. Warte. So, ziehen wir da mal aus den Schund. Ist dann Comic-Con gewesen? War recht lustig. Hat's denn quasi taugt? Das ist doch die Hauptsache, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist halt jetzt natürlich wieder extrem bitter, gell? Den Glor schon weg da. Ah. Oh. Du kriegst eh schon Zahnfleisch daher. Heilige Quintessenz. Ja, zauberhaft. Perfekt. Achso, du gehst jetzt gar nicht weiter, oder was? Achso, du gehst gar nicht weiter. Ja, blöd. Das ist quasi ein optionaler Weg, wenn bist du her. Okay, lass mich mal luren. Da kommen wir nicht her. Aber ich bin auch so ein Idiot, der hätte mir einfach aufgelaufen können. Hätte vielleicht einmal schauen sollen. I'm sorry. Aber hey, das ist fein. Das ist fein, weil... Dann haben wir jetzt die Quintessenz, da können wir unsere Heilung wahrscheinlich sogar noch mal aufwerten. Bin mal dahin, wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Sonntag einholen. Danke dir, Kathi. As I said, viel Erfolg und viel Spaß an dir heute bei der 2. Bundesliga. Und bericht gern, wie es war. Ja? Unbedingt. So, da meine ich, haben wir einen Sitzling her, oder? Ja. Das werden wir nutzen an der Stelle. Ziehen wir da mal einen Setzling auf. Dann werden wir mal ruhen und aufwerten und dann schauen wir schnell kurz in Himmelsrast vorbei und schauen wir, ob wir unsere Heilung aufwerten können. Ich glaube aber schon. So, wir haben gesagt gehabt... Ja, dann mal Vita noch ein bisschen weiter. Da war noch nichts gegangen.
Okay. So. Normalerweise müsste man 2 Quintessenzen haben. Oder auch nicht, okay. Our holy work continues, Lamp. Und wir brauchen jetzt schon 3 Quintessenzen, damit wir aufwerten können. Aber ist okay. Let Aureus' will. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den noch finden werden, aber wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Sim-Heilungen, da haben wir gar nicht einmal so schlecht aufgestellt, wenn es mich fragt. Natürlich, mehr Heilung immer mehr gut, aber man kann ja nicht alles erzwingen. So, machen wir da mal die Tür auf. Burg Bramis. Das schaut für mich eher aus, wie wenn wir gerade in Minas Morgul gelandet werden. Aber das ist fein. Ich sehe die schon sitzen drunter. Hä? Es wird heftig, das Gebiet, sehr schwer Shadow Habitäre. Ja, los ich auf mich zukommen, ganz ehrlich. Lass ich auf mich zukommen. Hä? Sie verarschen? Ja gut, dann halt nicht. Ui! Die machen auf jeden Fall Schaden. Okay, die machen verdammt viel Schaden. Holy shit. Okay. Okay. Die Wiederhex macht sauber schon. Ja gut, das war aber auch zu erwarten. Alles andere hätte mir jetzt auch enttäuscht, wenn ich im Finalgebiet da irgendwelche Gegner kriegte, wo ich One-Shot. Da war ich zugegebenermaßen jetzt ein bisschen enttäuscht worden. Also von daher ist es völlig fein. Es darf noch ein wenig anziehen. So ist es nicht. Okay. Pass auf, das machen wir jetzt mal taktisch. Wir gehen jetzt wieder hinten her und warten, bis die Anna wieder umdreht. Und dann locken wir den Axtheini her. Beziehungsweise warten wir vielleicht, bis das sie da weit nur da ist und dann können wir sie hops nehmen im Idealfall. Aber ich vermute mir, dass die wieder umdreht, oder? Oder patrouilliert die da jetzt? Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube fast, dass die da patrouilliert jetzt. Wenn er das auf einen Giftpfeil ist, die vergiftet. Das ist richtig nice.
So, nochmal einer, ich hab Kartoffeln. Okay, der hat definitiv keine Kartoffeln. Das ist hoffentlich auch klar. Ja, ich weiß schon, dir ist ein weiblicher Ballrock verloren gegangen. I see what it is, man. Geht doch. So, wieder her mit meinen Seelen. Muss ich da jetzt über das Feuer drüber rennen? Ah. Mhm. Söldner. Da war der Überrestsamen. Wie viel haben wir denn wir noch? 2. Ja, an der Stelle tatsächlich schon, weil die 2 Gegner da ziemlich garstig haben. Machen wir tatsächlich. Den einen sparen wir uns jetzt mal für schwere Zeiten auf. Als nächstes, die steht nämlich da drin, die blöde Sau. Oh, hi. Sitz. Darfst du ein Viertelpfund mehr sein? Ah, da hinten ist so ein Armbrustheini. Erst einmal den Armbrustheini kaputt machen. Nicht das, was, nicht da, was passiert. Ne? Jetzt wirft der Nächste mit irgendwelchen Feuergranaten. Findest du Pseudo-Zombie das lustig da hinten, hä? Du hast auch werfen, du Arschkeibe. So, was ist jetzt da Rundenphase? Ah, da hinten läuft wieder so Flammenschwerkämpfe umeinander. Den lassen wir jetzt einmal schnell. Weil, den können wir von der Aroma penetrieren. Verbesserte Ölflasche der Roger, okay. Aha, da kniet noch ein Hundi bei. Sehe ich schon. Ja, aber lass mich da mal einen Überblick kriegen, ne? Mhm. Einmal werden wir da unten entlang müssen und dann irgendwie. Ja, da hinten eine. Da durch und dann da hinten eine in den Tunnel. Whatever that is. Schau, erst wird man den Deppen da vergiften können. Ah, das schaut ja schon mal gut aus für uns, seht ihr es da. Aber. Ja, der Damage ist schon gewaltig nach oben geschossen jetzt, ne? Also gegnerseitig. Alles fein. So, da kniet noch ein Hund dabei irgendwo, hätte ich gemacht. Achso, nein, das ist wieder so ein Kasper. So. Ah, da hier ja irgendwo ein Hund, der ist da hinten wahrscheinlich, oder? Ja, den sehe ich ja von da, dass der brennt. Okay, ist kein Hund, sondern so ein Hackfleisch hast du da Zacher.
Ein 100 auch dabei. Wow. Okay. Jetzt ist die Frage, im Reich der Toten ist dort ist der... Aha. Aha. Ich hau halt die Blume ab, das Beste. Da haben wir es jetzt noch. Oh. Oh nein, ist so der Zwerg gestorben. Just an answer snowfall, stuffling along, singing the snuffling song. Hey, yo, what's that? Hello, must we be looking? Hallo? Okay. Stirb! Okay, das war Wurzel Nummer 1. Die Frage ist, wo ist Wurzel Nummer 2? Die geht da hinten hin. Ah, da ist. Da fällt noch oben, okay. Jetzt noch Loot. Ein finaler Schnitt. Was ist jetzt das da? Oder? Ich sollte mich halt jetzt langsam entscheiden, wo ich hin. Ah, da fahre ich wieder da unten runter. Okay, nein, da muss ich nicht hin. Da müssen wir da weiter. Ja, das war halt auch klar, dass du jetzt anspringst, oder? Verpiss dich. Du verpisst dich auch gleich nicht. Zupf dich. Lass mir mal Ruhe. Aber da wird auch wieder ein bisschen Bände, oder? Ja, war klar. Ah ja. Kann die bitte aus dem rechten Ton aus? Dankeschön.
Ja, scheiße, ich hab mich leider gemerkt. Ja, okay, Brudi. Kann ich jetzt mal durchschnaufen? Fixletten. So, wer habe ich die? Guten Morgen, grüß dich gut. So, Ripperl haben im Ofen, die dürfen jetzt mittel der Hebron. Wir werden es sehen, bis wir mich fertig haben, haben deine Ripperl auch fertig. Und ja, merci fürs Hunger machen. So, da haben wir eine Leiter, die dürfen wir mal runter. Und Jui, guten Morgen, du bist voll gut. Ja, nein. Gibt's besser nicht. Da meine ich, gibt's einen besser nicht. So, jetzt schauen wir mal, wo die Lorte hinführt. Vielleicht, das war natürlich jetzt extremst Walleck. Ist da jetzt... Okay, wo haben wir da jetzt? Moment. Ah, wir haben da, wo wir vorher... Ja. Okay, wir haben da vorher... Okay, da haben wir vorher unseren Setzling sitzen gehabt. Okay. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel hat mich von dem Schuh jetzt eigentlich? Einen. Ja, nein, die müssen wir uns leider aufsparen, das hilft jetzt nicht. Die Barrikade ist ja jetzt weg, die bleibt normal auch weg. Wobei es halt jetzt halt natürlich schon bitter war, wenn wir jetzt sterben, gell? Weil da müsste man wieder einmal außen rum. Das war ja natürlich jetzt blöd. Wobei wir haben ja da dahinter den Setzling sitzt, der wo dann dahinter ist, dann brauchen wir gerade wieder... Ja, nein, das sparen wir uns dabei einmal. Ich glaube, das sparen wir uns dabei einmal. Zumal da jetzt auch aufzu... Es kann aber natürlich schon sein, gell? Wenn wir mir jetzt den Aufzug nehmen, dass da oben... Ja, das war jetzt aber auch klar, dass wir den von der Seite nicht aufmachen können. Okay. Sollen wir den Setzling vielleicht doch da hinten tun? Weil da geht's nach unten, weil nicht da so... Ah, das ist halt jetzt natürlich... Ist jetzt natürlich nicht so ohne, gell? Wenn wir jetzt den Aufzug nehmen und da unten ist ein Boss, dann können wir uns aufs Mai hauen. Okay, dann haben wir den zumindest aktiviert. Ruhen tue ich jetzt nicht, weil ich will nicht, dass der Gegner da oben noch mitkommt. Frage, seit wann gibt es auf Twitch eine Zuschauerserie? Das ist mir neu. Her jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Mr. Werb das gut leider nicht sagen, was das ist. Das kann ich dir leider nicht sagen, was das ist. Aber ich vermute mal, das ist ein Hinweis, wenn du halt sehr, sehr häufig hintereinander den Streamer zuschaust, wenn er live ist. Kann man jetzt vorstellen. Ja, okay, da hätten wir auch einen Setzling her da können, das macht aber für uns faktisch keinen Unterschied nicht. So, da vorne haben wir vorher rausgekommen. Jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt da weiter? Da oben zu wahrscheinlich. Da haben wir vorhin entlang gerannt, auf der Seite, da wo die andere Hex steht und jetzt haben wir halt da herum. Was gewissermaßen auch fein ist. Ja, das ist schon wieder so ein Flammenschwerkämpfer. Ja, da haben wir halt leider... Wow, leck, Flammenschwerkämpfer und 200... Hey, what the fuck? Alter, hast du ein Sturmgewehr bei dir oder was ist mit dir erst? Alter, wer schießt denn da? Du grindiger Sauzombie, du Verrückter. Was möchtest denn du eigentlich? Ich habe noch halt nicht gesehen, dass du so ein scheiß Pseudo-Zombie hinter mir steht. Hat's für Resident Evil nicht gelangt, oder was? Bist du scheiße gewesen, oder wie?
Oh, ein Abgang. Ah, da können wir schon wieder aus, oder was? Nein. I can't help but envy his ability to sleep so soundly. It soothes him having you near, and I know how exhausted you are. This sickness. Can wait. The situation with those fanatics is precarious, and every day it seems the knife's edge on which Mornstead rests becomes thinner. I won't allow my weakness to be the ruination of my kingdom. It's not weakness, Bramis. You know that. My love, please. Not now. Let us just enjoy the moment. Alter, der schaut von der Silhouetten, also der König, der Rechte, der Bramis, oder Bramis, wie der heißt, der schaut von der Silhouetten genauso aus wie der König Gwen. Oh! Halt doch die Klappe! Ein geholter Brief, ihr habt eine tolle Wurst. Ja, jetzt machen wir das Setzling tatsächlich lieber. Warte mal, vielleicht haben wir jetzt sogar Überrestbote gekriegt. Muss direkt mal schauen. Moment. Let me see. Ah ja, natürlich, ist sehr klar, Habitäre, ja, und freilich darfst du mitfahren, aber irgendwas sitzt und bretteln darfst nicht. Ja, natürlich, kein Überrestbote, ist eh klar. Ja, jetzt darf ich mich halt langsam dummen und schauen, dass ich aus dem Reich der Toten rauskomme, weil sonst wird es ganz schnell ganz furchtbar greislich. Den brauchen wir. Ich müsste halt jetzt einmal irgendwo schauen, wo ich aus dem Reich der Toten rauskomme, weil sonst sehe ich da böse schwarz.
Es gibt's ja nicht. Du musst ja irgendwo vom Reich der Toten... Ah, ja, toll. Jetzt habe ich ausgeschissen. Ja, du willst mich verarschen, oder was? Ja, tolle Wurst, ich komm da nicht mehr weg jetzt. Hey, der Ernst? Ja, okay, toll. Okay. Du musst da ins Reich der Toten. Musst da die zwei Äste wegmachen. Und du hast aber da oben keine Möglichkeit, aus dem Reich der Toten wieder rauszukommen. Das heißt, entweder... Gut, dass wir den Setzling gesetzt haben. Entweder... Das muss man noch einmal machen. Oder wir haben jetzt gleich richtig ein verschärftes Problem. Wir müssen das auf Zeit machen. Warten wir mal, bis das hier ausgesponnen hat. So. Wer hat momentan eine 7-Streams-Serie? Wer? Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Und Tyreus, habe ich da oben bei der Grabstätten? Ja, die habe ich wohl nicht. Die habe ich in der Hektik wohl nicht gesehen. Da müssen wir uns nochmal in Ruhe umschauen jetzt, weil das war mir jetzt gerade ein bisschen zu krass. Das war jetzt ein wenig stressig. Das war jetzt zugegebenermaßen ein kleines... Alter, du kleine Mistsau, du elendig Drecksverhuri Rotzpiepen, du verfickt Boah, vorher auch schon. Er hat echt ein Maschinengewehrarsenal ausgeräumt, ohne Witz. So. Okay. Gebiet ist ja maximal nervig. Ja, das hat der Shadow schon erwähnt, dass das Gebiet ein bisschen ekelhaft ist. Aber es ist wahrscheinlich halt auch das Finalgebiet. Also von daher ist es okay, wenn es ein wenig von Schwierigkeitsgrad anzieht. Ja, du kannst... Ah, okay. Wird das nur dir angezeigt? Ich hab nichts im Check gesehen, aber gut, dann weiß ich, wie das funktioniert. Ja, ich sag das schon. Ich sag das schon tatsächlich.
Da waren wir gerade verreckt, das ist gut für uns. Dann können wir nämlich durch die ganze Szene wieder mitnehmen. So. Jetzt müssen wir... Moment einmal. Okay, ich muss die 2 Wurzeln nicht nur mal machen, das ist gut. Ach, der Schnitter ist von da drinnen gekommen, oder was? Ah ja, gut, dann haben wir drüber geredet. Wenn du mal irgendwo festhängst. Natürlich hat sie jetzt einen Parasit. Ja. Alter, leck mich doch am Arsch, oder? Oh. Ah, da ist das Shortcut, okay. Ah, das ist gut für uns. Das ist den nehmen wir. Grinsende Axt, ja, okay. Ja, okay, das Gebiet ist, ja. Das Gebiet ist sehr, sehr nervig. Da jetzt sogar fast behaupten, das nervigste Gebiet bisher. Na, bisher war das Spiel eigentlich relativ entspannt, bis auf ein paar wenige, ganz wenige Passagen. Aber das Gebiet ist maximal belastet. Okay, dann können wir wieder einen Shortcut machen, okay. Oh. Gut, da habe ich jetzt vorher einen dezenten Stress gekriegt mit dem Reich der Toten, ne? Axt des Lords. Und ein Haufen schwere Waffen finden wir halt, ne? Was die andere steht 8 Kilometer weg von mir und die sagt halt sofort, dass ich da bin.
Du bist doch auch gerade leere Hosen, oder? Ah, vergift habe ich die schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Du möchtest Fernkämpfer? Okay, dann kämpfen wir fern. Ja, was möchtest du denn du? Aha, die Zauberin, die hat die ganzen Kristalle da hervorgerufen. I see what it is, man. So, jetzt pass auf. Da muss doch irgendwo mal einen Zwischenpunkt. Da muss mal irgendwo einen Zwischenpunkt geben. Das gibt's ja nicht. Weißt du da nicht alles so weit laufen müssen? Da denken wir doch. Die Laterne ist zauberhaft, die nehmen wir dann. Überreste des blutigen Pilgers. Ah. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt aktuell noch skillen soll, ne? Haben wir eigentlich nur. Soweit. Stärke rentiert sie eigentlich kaum noch. Gesundheit haben wir auch brutal viel schon mittlerweile. Ja, der haben wir so in Gesundheit, weil warum nicht? Gut, ruhen müssen wir noch. Jetzt ist die Frage, spawnt die Tussi da wieder? Wahrscheinlich, oder? Nein, die spawnt nicht nochmal. Okay, die bleibt quasi weg. Die machst du, das ist ein Gegner, den machst du einmal. Gut, das hätte aber auch ein Boss sein können, ne? Muss man fairerweise vielleicht auch dazu sagen. Das hätte auch ein Boss sein können. Tatsächlich. Ring der infernalen Hingabe. Lass mich raten, das verstärkt Pyromantie. 100%. Ring, dann haben wir einen Ring aus dem Wappen, das verursacht zusätzlichen physischen Schaden. Der war eigentlich gut. So, und wo ist der andere Ring gerade gewesen? So. Ein Ring aus verkohltem und geschmolzenem Metall löst gleichzeitig Brenn- und Entzündenaufbau aus. Bei mir selber. Das ist ja. Ja, das wird für irgendeinen gewissen Bild brauchen. Ja, okay. Der hintere Zug geht jetzt sehr wahrscheinlich weiter. Weil dadurch werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht kommen, oder? Ja, denken wir schon fast. Aber man schon fast denkt. Oh, da hinten ist wieder so ein Inferno-Typ. Keine Ahnung, wie man den jetzt nennt. Ja, das war klar, dass du lebendig bist, oder? Maul! Aber wenn du nichts tust, ist das fein für mich, Brudi. Da habe ich kein Problem damit. Ah, jetzt, wo du halber hier bist, kommst du mal daher, oder was? Ja. Mal, ich will mich nicht beschweren. Das ist sehr recht so, wenn es nicht wird. Anhänger des Paladins, okay. Verbrennungssatz. Müssen wir aber eigentlich schon bald da sein, oder? Also das ist dahinter. Okay, ja gut, dann nevermind.
Weil da gibt's in dem verhurten Missgebiet eigentlich einmal irgendeine Stelle, wo du nicht in irgendeine Feuerfalle reintappst. Das ist ja brutal. Perfekt, oder? Oh, weißt du, natürlich auch gleich mit 3 Biergegnern zum Tor hast und nicht mit einem. Ja, das Gebiet ist ekelhaft. Das ist definitiv sehr ekelhaft, das Gebiet. So, reinigende Balsam, okay. Was, wo bist du jetzt gestanden, dass ich die vorher irgendwie hätte sein können? Das ist doch klar. Wo ist der jetzt gestanden? Den kannst du gar nicht sehen. Ja, das ist schon wieder so. Da wieder nicht von der Seite geöffnet werden. Du kannst mir am Arsch lecken! Verpiss dich! Wie ist denn jetzt wieder raufgekommen? Oh. Alter, wie bei... Ey, nicht so geistesgestört, weil da immer so viele Gegner kommen. Das ist ja Wahnsinn. Du hast da keine Minute mal durch zum Schnaufen in dem Gebiet. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt steht er rum und kommt nicht weiter, oder was? Hä? Ja, okay, und jetzt? Kommst du weiter daher? Du bist vor gerade noch angegangen. Ja, jetzt bin ich gleich wieder am Arsch, weil ich aus dem Reich der Toten nicht rauskomme. Hallo, mal irgendetwas, wo ich vom Reich der Toten wieder zurückkomme? Irgendeine Statue? Irgendwas?
Irgendwo? Nicht? Ja, natürlich, ist eh klar, weil warum denn nicht? Warum denn auch nicht? Also ins Reich der Toten darfst du nicht kommen, weil du bist komplett am Arsch. Da bist du, sag dir, wie es ist, da bist du komplett am Arsch. Ja, jetzt kann ich mich auch killen lassen, weil jetzt hat es keinen Sinn. Jetzt kann ich mich auch killen lassen. Ja, das Gebiet hat's gewaltig in sich. Leg mich am Arsch. Gut, so was aber die Ehre, grüß dich. Moin vom Fitness sitzt auf dem Radl. Sehr schön. Wenigstens einer, der sinnvolle Beschäftigung hat, im Gegensatz zu mir. Ja, das Gebiet, das fuckt richtig ab. Holy fucking shit. Das Gebiet ist mit Abstand das schwerste Gebiet in dem Spiel bisher. Da war jedes andere wirklich Kindergarten dagegen. Da war generell das ganze Spiel bisher eigentlich relativer Kindergarten. Im Vergleich zu dem Gebiet. Also ins Reich der Toten, wenn du befördert wirst, dann hast du richtig fette Probleme, weil du kommst da nicht mehr raus. Es gibt da keinen Punkt, so wirklich, wo du dann wieder zurückkommst. Gut, hätte ich eigentlich vorher schon. Gut, du musst halt aber auch, man muss ja fairerweise auch dazu sagen, bis dass du mal weißt, wo du eigentlich hin musst. Ich bin jetzt da aufgerannt und da habe ich eigentlich nichts davon. Geil, Speicherstand von meiner Pokémon Weiß 2 Edition weg. Hä, wie geht denn das? Auf dem DS oder wo? Leider kann es jetzt liegen. Okay. Kannst du mal chillen jetzt bitte? Oh, ist das der Ernst? Jetzt erwischt mich das noch, oder was? Mein Gott, nein. Ja, jetzt haben wir ihn wieder genauso weit wie vorher. Ja, da ist nochmal. Boah, leck, Alter. Möchtest du verarschen oder was? Rumpfkopfanhänger, okay? Ja, weißt du, das ist ja das, jetzt renne ich da irgendwo in der Weggeschichte umeinander, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss, bin im Reich der Toten, hab Zeit gegen mich
Warum trieb ich den jetzt nicht? Überall marschieren fette Gegner umeinander. Ja, das ist eigentlich schon straight wieder zum Scheitern verurteilt, weil so schnell kann ich die Gegner gar nicht killen, wie es Reich der Toten gegen mich hantiert. Ja, also Truhe, die brauche ich aber jetzt nicht aufmachen, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Mal schauen, ob ich wenigstens sie wegbringe. Was wir haben, das ist der Heavy für die große Tier unten. Wandering, okay. Darum mache ich die Truhe jetzt auch noch schnell auf, weil warum nicht? Okay. So, dann geht's nur nach oben. Kriegsschlüssel benötigt. Ja toll, den habe ich nicht. Ja, jetzt haben wir halt gleich wieder hier, weil es weiß nicht hilft. Jetzt haben wir halt einfach gleich wieder hier, weil ich wieder im Reich der Toten umeinander renne und keine Möglichkeit habe, da irgendwie auszukommen. Ich habe keine Ahnung. Wenn da jetzt irgendwo hin, keinen blassen Dunst, wo ich hin muss. Ist eh gescheit, abgesehen davon. Boah, leck, Alter, warum? Oh, ist das Gebiet kreislich, bist du bescheuert. Warum? Das ganze Spiel verläuft relativ linear und auf einmal macht es so eine Kurve nach oben. War das jetzt die Tier für die. War das jetzt der Heavy für die große Tier, oder? Natürlich nicht. Ja toll, natürlich müssen wir wieder da rein. Ist eh klar. Ist eh klar, natürlich müssen wir da wieder rein. Wie gesagt, sterben, wenn ich tue, einmal im Reich der Toten, wenn ich mich befinde, ist Game Over. Da hast du keine Chance mehr, irgendwie auszukommen. Nein. Was die Honor schon.
Statt Souls-like-Gameplay. Ja, was die Gegner an und für sich, das war doch nicht das Problem, aber es kämen halt einfach 50 auf einmal, das ist das Problem. Du musst halt so stark aufschauen. Im Reich der Lebenden geht's ja, aber ins Reich der Toten, wenn's kommst, da hast du einfach verloren. Das ist brutal, weil da ein Gegner nach dem anderen daher spawnt. Was, er ist halt so. Ich sag nix. Saving Gerät. Was soll ich denn machen? Der steht da ums Eck. Der steht ums Eck und ich habe überhaupt keine Chance in dem Dünnergang irgendwas zu machen. Und schon gar nicht im... Ja. Oh, leck. Jetzt steht wie salzig, gell? Jetzt bin ich kurz davor, dass ich salzig werde. Was, warum wird denn da der da oben anvisiert? Der interessiert mir einen fetten Scheißdreck. Ich will ja das Viech da kämpfen und nicht ja den scheiß Köter, der wo da 10 Kilometer von mir weg sitzt. Du dumme Missgeburt ohne Scheiß. Die soll sämtlichste Krankheiten wünschen da. Brauche ich nicht kämpfen gehen, weil ich instant verreck. Mei, stirb halt jetzt! Wenn ich ja den schon wieder 6 Heilungen brauche, da gelangt's mir schon wieder. So, wo geht's denn jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Ich versteh's nicht. Wir haben da vorne einen Hebel aktiviert. So, aber was hat der Hebel gemacht? Der hat irgendein Tor aufgemacht. Wovon ich nicht weiß, was für eins. Haben wir da vorher schon mal gewinnt? Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Das ist ja gerade mein Problem.
Königsschlüssel benötigt, um die Tür zu öffnen. Ja toll, einen Königsschlüssel haben wir nicht. Die Hex da hinten ist weg. So. Aber wo seht ihr denn hin? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. Ah, da geht's auch durch jetzt, oder was? Oh, leck, das ist ein Shortcut. Ja, Gott sei Dank, hat den nicht mehr. Aber wenigstens irgendwas. Ja, da kann er mich oben droppen lassen. Ja, da steht wieder so einer, da steht wieder der Zipfel an, da können wir da hinten 4, okay. Aber was ich jetzt genau machen soll, ich hab keine Ahnung, sag dir, was es ist. Jetzt einfach wieder reintun. Ja, das begrüßt mich gleich, der scheiß Mist zur... Alter, das ist doch nicht normal, oder? Das ist ja nicht der Ernst jetzt. Also jetzt muss man schon mal einer erklären, wie ich das machen soll. Weil muss man schon ein wenig zeigen, aber das ist gerade ein wenig gar heftig. Wenn da 8 oder 9 Gegner kommen gefühlt. Wie soll ich denn da rausfinden, wo ich hin muss? Wie soll ich denn das rausfinden? Ich kann mich nirgendwo bewegen, ohne dass mich 6 Gegner anspringen. Schaut euch das einmal an, wie soll ich denn das machen? Da 3 Gegner, da vorne 3 Gegner, dann wieder 5 Gegner. Wie stellt sich denn das 4? Wie soll ich denn das machen? Das ist aber ein Witz. Das ist aber ein Witz, ich kann nicht gleichzeitig gegen 7, 8 Gegner kämpfen und schon gar nicht gegen nicht Gegner von dem Kaliber. Von den kleinen Zombies, okay, da rede ich jetzt nicht, aber 6 so Hunde oder 5 so Hunde, dann 2 so Axtträger, 2 so Feuerzauberer, dann noch so einen fetten Riesigen dazu, ja, GG, da kann ich nichts mehr tun. Irgendwann ist es halt auch einmal vorbei. Irgendwann ist es halt dann auch einmal mit mir vorbei, weißt du, weil ich kann schon ein wenig etwas, aber das ist selbst mir too much. Sag dir, wie es ist. Nein. Schiebe ich gleich wieder. Das ist ja das. Oh, wo muss ich denn da hin? Das gibt's ja nicht.
Da muss er irgendwie irgendwo weitergehen. Das kann er nicht sein. Ja, lol, das trifft sogar von da. Was war denn jetzt das wieder? Wo's ma... Ach, da dreht sich die Treppen. Okay. Königsschlüssel. Da waren wir vorher, okay. Hey, wo kommst denn du jetzt wieder her? Okay, zumindest weiß ich, was der Hebi macht. Der Hebi trat die Treppen, das ist ja schon mal was. Ist aber irgendeine Info, mit der ich was anfangen kann. Wo geht's denn da hinten weiter? Oder geht's nicht weiter? Okay. Oder? Aha, du schau. Ja gut, da kann ein Setzling einer da den Heuer auch nicht. Der die da? Ah ja. Ah ja! Ah, na. Ja, da kommst du quasi da vorne einfach aus, wo die andere umeinander geht. Ich habe nur noch nicht so ganz rausgefunden, was mit der Treppe jetzt da auf sich hat. Da werden wir wahrscheinlich in irgendeinen Raum reinkommen, den wir brauchen. Vermute jetzt mal.
Weil da haben wir ja vorher nicht umgekommen. So, die Frage ist, was ist jetzt aber dann ganz oben? Da werden wir den Königsschlüssel brauchen, oder? Ja, okay. Das wird wahrscheinlich die Tier sein, wo wir dann weiter müssen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich lock den da mal aus, nicht dass dann der da hinten triggert, das war nämlich auch nix. Schau mal, wenn schon wieder die ganzen kleinen Hamperer da spawnen. Ah, warte mal, da vorne geht's um. Wo vielleicht da hinten hin, das kann natürlich auch möglich sein. Warte mal, was ist jetzt mit ihm da drin? Er hat es zerrissen, oder was? Hallo? Wo ist denn der jetzt? Ist ja da oben gefallen, oder was ist denn der jetzt? Ach, da steht er! Denk mal schon, wo ist denn der jetzt? Okay, kann natürlich jetzt möglich sein, dass da hinten weitergeht. Mal schauen. Schnitzt der schnell an? Ja, dankeschön. Das war jetzt. Das war recht. Ja, das. Also der Abschnitt in dem Spiel ist ungefähr doppelt so schwer wie der Rest vom Ganzen. Bin ja ehrlich zu euch. Bisher habe ich das Spiel nicht als sonderlich schwer empfunden, bis auf die Gebiete halt teilweise. Die Bosse waren bisher eigentlich alle relativ lachhaft. Aber das Gebiet jetzt hier, das toppt so ziemlich. Nein! Stirb halt einfach, bitte. So, jetzt die Heilung ist auch weg. Los, mir ran, ist der Königsschlüssel. Denken wir schon. So, ich hab den scheiß Schlüssel, alles andere ist mir völlig wurscht. Sag dir, wie es ist. Interessiert mich gar nicht. Ja, da kann man die aus dem rechten Boden aus, okay. Machen wir eine Leiter, wo auch immer die hinführt. Ah, da gang's zum Setzling, ob ich die nicht habe, oder? Wollen wir mal schauen. Ach, das ist wieder da rund. Okay. Gut, jetzt pass auf. Dann drehen wir die Treppen nochmal um. Gehen wir dann oben in die Tür rein, die wo zu ist. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. So, dann können wir zukünftig jetzt da einer gehen. Ja, das ist wieder der Drecksköter. Ich muss halt jetzt erst mal schauen, wo geht's dann hin. Zumindest haben wir den scheiß Schlüssel jetzt einmal. Achso, die Treppen waren schon richtig gestanden. Da ist versehentlich nochmal umgedreht. Jetzt Maul. Ach, haben wir jetzt da. Ah, da haben wir umgekommen. Okay, ja, okay. Okay. Haben wir die Treppen noch mit dran.
Ist schon happig im Moment und eigentlich schon für jemanden, der sich mühevoll bis du hinkämpft, weil er halt nicht so erfahren ist und dann da aufgehen muss. Hast du keine Chance. Wifey, sag dir, wie es ist, hast du keine Chance. Da wenn ein Anfänger einer rennt, verzweifelt. 6 ist wie schwer das ist. Das Gebiet jetzt ist schwerer wie der komplette der Rest vom ganzen Spiel. Das ganze Spiel war nicht annähernd so schwer wie das letzte Gebiet da jetzt. Wenn es das letzte ist, ich vermute das einfach mal, ne? Die Bosse waren bisher, wie gesagt, die Bosse haben nicht das Problem in dem Spiel. Die haben teilweise richtig lachhaft. Ja, leck. Es ist ein Baby-Bazi. Herrschaftszeiten, das geht mir jetzt gerade noch. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Friedrich Schiller. Der Feieröder, danke dir für deine 9 Monate. Gratulation zum Baby-Bazi. Ich weiß nicht, ob die Leistung heute von mir dafür einen Anlass gibt, dass man Baby-Bazi macht, aber vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut und bist natürlich weiterhin herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Ja, ich weiß, heute ist so ein bisschen eine angespannte Stimmung, es tut mir leid, aber ich mach mir, ne, ich sollte meine Wurst nur auch ein wenig kurz, gerade wenn es so ist. Obwohl ich sowas eigentlich gewesen sein müsste, aber... Was ist eh. Kann ich, machen wir auch nicht aus meiner Haut. I'm sorry. So. Sagt mir jetzt einfach bitte, dass wir da richtig haben und sagt mir jetzt dann bitte einfach, dass man da irgendwie rasten kann, damit ich endlich weiterkomme. Das war ganz zauberhaft. Ja, ja, perfekt. Mit einem Schädel, ey, du Mistviech. Was zu Gegner, die haben halt auch nie alleine, ne? Die haben nie alleine, nie. Weil es haben immer mindestens 2 da, die abfangen. Alter, was ist denn jetzt das? Okay, da hinten geht's dann offensichtlich weiter. Dann nur noch mal schnell umschauen. Da liegt etwas. Bring mal was, Kleidern. Positiv ist, wenn ich jetzt stirb, ich brauche den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Ich gehe die Treppen auf, Ende. Aber jetzt war halt wirklich, ich muss einen Scheiß Überrest sammeln, für den gab ich jetzt gerade alles. Ohne Witz. Da wartet schon wieder so ein Viech auf mich. Und saublöderweise kracht man da oben. Ja, toll. Blöd. Lass uns vom Gift ein bisschen helfen. Oder? Ja, genau. Aber sonst da was? Okay, das sieht jetzt aus. Das sieht jetzt aus. Und wenn er 3 Stunden braucht, bis er verreckt. Der kümmert sich gar nicht um mich. Da lag halt Loot. Ja, wenn ich halt nicht so lootgeil war, gell? Ja, manchmal muss man sich ein wenig anders helfen können, das hilft nicht.
So eine letzte Laterne, das weiß ich jetzt natürlich, gell? Vermute mal, dass uns die nicht vergund ist. Jetzt haben wir da überall. Ja, da gar nicht so weit, aber das kannst du jetzt vergessen. Wickeldirgel? Ja, das brauche ich auch, weil mein Pampers ist voll, sag dir, wie es ist. Maske des Lords. Hilft uns die Rüstung irgendetwas? Ah. Ah, wobei? Ah. Nichts Besonderes. Ja, jetzt bin ich wieder da ja rund. Okay, aber... Muss man dann da im Reich der Toten vielleicht weiter? Das kann natürlich... Ah, wobei, warte mal. Darüber sehen wir mir da irgendetwas. Es kann natürlich sein, dass wir da jetzt im Reich der Toten weiter müssen. Das ist das nicht unbedingt einfacher machen, wenn du mich fragst. Aber okay. Wir haben halt da jetzt Überteil von dem komischen Kristallding da, ja? Wahrscheinlich müssen wir Reich der Toten weiter, ich weiß halt nicht. Springer darf ich jetzt auch noch, ja perfekt. Jetzt wird's aber hinterher wie vorhin, gell? Oh ja, ja, wow. Ah, da geht's außer. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir wieder die Frage, wo geht's weiter? Ah, okay. Ja, Setzling habe ich halt leider keinen. Setzling habe ich halt leider keinen. Der war jetzt an der Stelle einfach absolut Gold wert. Ah, okay, ja. Aber. Na gut, jetzt sind wir ohnehin gleich hin. Weil uns die leider jetzt zu viel Schaden gemacht hat. Ja, zu Daumen daher, jetzt wird schwierig. Ja, wenigstens das Ding ist hier. Schaut noch ein Bossraum aus. Ja, okay. Finaler Boss? Fragezeichen.
Der zweite Monarch. Okay, wir haben ungefähr komplett hier. Warte mal, also da gehen wir nicht raus. Gut, aber immerhin wissen wir jetzt wohin und immerhin wissen wir jetzt, ne? Aber das ist halt, warte mal, wisst ihr, was ich jetzt schaue? Ob man nicht irgendwo, in Himmelsrast bei irgendwem einen Überrest Samen kaufen kann. Der darf uns jetzt halt wirklich helfen. Weil das sind schon brutale Wege, die du da gehen musst. Und ich kann mir vorstellen, wer einen haben kann. Unter Umständen. You again. Ja, sie nicht, okay. Eventuell hat unser Totenhändler da Epsi für uns. Chosen bearer of the lamp. Tatsächlich, oder sogar. I serve. Das macht es natürlich um einiges leichter jetzt, ne? Chosen bearer of the lamp. Like you, I serve. Überreste Samen haben wir jetzt einmal 5 und da können wir uns jetzt dann deutlich besser helfen. Dann können wir nämlich da eine Runde ansetzen, da wo ich jetzt gerade wieder keinen Code habe. Jetzt müssen wir halt noch einmal irgendwie da durchkommen. Irgendwie. Wo geht's denn da eigentlich hin? Ah, das war dann da, ja, ja. Da haben wir, glaube ich... Ach, okay! Da komme ich eh instant zurück. Ja gut, okay, die Überreste Samen hätten wir jetzt quasi sparen können. Okay, ja gut. Ist fein. Jetzt brauchen wir quasi gerade durchrennen. Ja, Herrgottsseele haben wir das hinter uns. Ja, bist du bescheuert. Jetzt haben wir eh über 2 Stunden vertrödelt, da wir überhaupt damit zum Boss kommen. Ja. Whoa! Wait a minute. Hat jetzt sein Arm nach mir geworfen, oder was? Ah, ich verstehe schon, das ist der König und das ist seine Geliebte. Wen? Ah, jetzt reißt ich einen Ruf ab, okay, alles klar.
Au. Ui, der macht viel Schaden. Alter Falter! Okay, du kriegst. Okay, du kriegst. Ich verstehst schon. Du kriegst von den Stacheln auf alle Fälle. Ey, ich glaube, ich check schon. Boah, Alter, leck mich am Arsch. Bist du verarschen oder was? Oh, fuck! Für den seine Patrouille ist gar nicht einmal so. Was jetzt? Ja, das hat Finalboss-Potenzial auf jeden Fall. Oder gibt's irgendwas, was du nicht kannst? Leck! Ja, alles klar, Bruder, wenn er da noch irgendwie weiterhelfen kann, wenn du irgendwie einen Therapeuten brauchst oder irgendwie psychologische Hilfe, dann kannst du dich gerne an mein Management wenden. Muss ich nicht machen. Das ist doch, aber was ist denn jetzt wieder? Der Typ ist ein wandelndes Nuklearkraftwerk, ohne Witz. Reißt sich der da Schlüsselbohr aus, oder was? Okay. Ja, der kann was. Er ist aber auf alle Fälle anfällig gegen Gift. Das ist auf alle Fälle schon mal gut zu wissen. Jetzt passt's auf. Jetzt müssen wir mal schon schauen. Das bringt uns nichts, jetzt passt's auf. Und was uns vielleicht helfen kann, war so Anti-Feuer, also Feuerresistenz. Das kann GM tatsächlich ganz gut funktionieren. Allerdings brennen Widerstandsbalsam. Ja gut, da habe ich gerade 3 Stück. Ich glaube, dass es sich auf lange Sicht nicht wirklich lohnt. Ja, an und für sich, was ich jetzt so auf den ersten wirklichen Versuch sagen kann, er hat nicht sonderlich schnell Angriffe. Er ist relativ gut lesbar, aber das, was ein bisschen tricky ist, dem seine Angriffe quasi, du meinst, okay, jetzt kommt ein Schlag, den dodgst du und dann kommt aber nochmal irgendwas dazu. Und das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Ne? So an und für sich, dem sein Move-Pattern, bisher, er ist recht einfach zum Lesen. Das ist nicht dramatisch. Du musst nur dahinter steigen, dass er halt, dass nach seinem Angriff meistens noch irgendwas dazukommt. Wo er per se nicht wirklich handelt. Also er steht halt da und du haut halt zu und dann tut er nichts und dann kommt halt noch irgendeine Welle oder was weiß ich, irgendwie sowas.
Atrex, guten Morgen, liebe Gemeinde, ich bin der neue Nette. Nein, nette Leute nehmen wir natürlich immer gerne. Habe die Ehre, grüß dich gut, schön, dass du bist. Jetzt pass mal auf, das ist jetzt pass auf. Ich glaube, mit Gift von Anfang an zum Hantieren ist definitiv keine schlechte Idee nicht. Weil der kniert ja sowieso nur da vorne rum. Ja, wie jetzt? Hä? Ich bin in einem Bossraum, aber der Boss ist nicht da. Hallo? Ja, hast du jetzt ausgestempelt oder bist du eher heimgegangen oder hä? Muss das so sein? Ja, ich bin im Bossraum, aber ich hör ihn halt vor allem auch, aber das ist ein Bug, oder? 100%ig. Das muss ein Bug sein, das gehört nicht so. Der hat Überstunden gehabt und hat sich frei. Wahrscheinlich. Hat sich denkt, Brudi, es ist Sonntag, mein Überstundenzuschlag, den kannst du das gerade du vergiss den Fall. Ja, Gewerkschaftspause, ja. Ja, ich glaube, Moment, ich muss das Spiel komplett so machen. Ich glaube, da meine ich hat's was. Da meine ich hat's was nicht so sein soll. Also imagine, ich sag's euch, wie es ist, wenn ich jetzt einen Game-Breaking-Bug hab, dass ich jetzt für immer und ewig in diesem Bossraum gefangen bin, nicht mehr rauskomme und kein Boss nicht spawnt und mir das Spiel deswegen nicht durchspielen können, so gern wie es ist, das Spiel fange ich nicht nochmal von vorne an on-stream. Und ich werde es dann vermutlich auch off-stream nicht fertig spielen. Aber ich bin jetzt bei guter Dinge, dass das jetzt gleich wieder funktioniert, okay? Ja, wenigstens, das muss man jetzt schauen, fairerweise hinzufügen. Ne? Ich habe jetzt zwar vorher eine halbe, dreiviertel Stunde richtigen Salzgehalt gehabt, wegen dem Gebiet, aber dann nimmt es das Spiel auch wieder mal ein wenig mit Humor. So. Soll jetzt zwar eigentlich nicht passieren, ne? Liebe Herren und Frauen des Entwicklerstudios, aber na, kann man mal so beiläufig mitnehmen, sofern das jetzt gefixt ist. Wenn nicht, dann habt ihr ein Problem. Und zwar massivs. Sogar an der Stelle auch gleich dazu. Ist jetzt natürlich ein wenig bitter, ne? Weil wenn ich jetzt spawne ich ja quasi normalerweise, weil das Spiel hat als letztes im Bossraum gespeichert, spawne ich jetzt quasi instant im Bossraum und muss dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft in dem Fall, muss ich sofort kämpfen. So. Wobei der Bossen, der kniert ja erstmal nur dort, der macht ja quasi erstmal gar nichts. Muss man vielleicht da dazu sagen. So. Ist das jetzt ein Ernst oder was? Habe ich jetzt einen Game-Breaking-Bug oder was? Ist das euer Scheiß Ernst jetzt? Mit einem Item aussupporten, das ist eine gute Idee. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Atrex, das ist eine gute Idee. Habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf spekuliert. Guter Hinweis. An der Stelle kriegst du schon Plus. Sechst du da? Bist glaube ich weiß nicht, ob es das erste Mal. Nein, du warst auf alle Fälle schon mit da, weil sonst wird mir das angezeigt werden. Aber du hast schon Plus verdient, ja? Gib dir Plus.
Oh, leck, jetzt steht er 4. Ah, doch, du hast von Haus aus immer Port-Item, das wo unbegrenzt ist. Du verlierst zwar deine Seelen, das war aber in dem Fall sowieso wurscht, aber... auf dem PC. Mr. Verb. Ah, jetzt schaut's ihm gut aus. Ah, okay, wir kriegen doch noch einen Bosskampf. Also der switcht instant in die Phase. Ja, jetzt haben wir mal gerade gedacht, soll ich die heilen? Wisst ihr, was ein sagt? Kleiner Spoiler-Alert, obwohl ich es nicht sicher weiß. Au, macht das Schaden, bist du bescheuert? So gängt wie es ist. Der hat da noch mehr Phase, so gängt wie es ist. 100%. Obwohl der schon gut tanky ist, der Bursch, gell? Ah, das war's bald, fuck. Oh, ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Okay, ich hab seiner Frau ein Bussel gegeben. Zwangsweise. Lädt mich am Sack, Alter. Na, die zweite Welle kommt so komisch. Hau da auf den Zähren. Warum hast du keine Segler, ist die Frage.
Ah, passt. Fast. Ein bisschen zu bald in der ersten Phase, also das erste Leben ein bisschen zu früh abgegeben. Aber ich bin mir eigentlich, ganz ehrlich, sollte das der Endboss sein, wovon ich... Ja, bin mir nicht sicher, ob es der Endboss ist. Aber sollte er das sein, hat der safe hinterher nur eine Phase. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Einzige, was da ein bisschen dagegen spricht, dass er nur eine zweite Phase hat, sind zwei Dinge. A, es ist nicht der Endboss und B, er ist sehr, sehr tanky und hat ein ziemlich heftiges Repertoire an Angriffen, was er machen kann. Das sind die einzigen zwei Gründe, die mich dazu bringen, Daten zu sagen, nein, der hat keine zweite Phase mehr. Aber ganz ehrlich, Brudi, glaube ich nicht. Ah, das Gift macht vielleicht noch gescheit weh aus. Er legt mich am Arsch. Aha, der ist am Arm empfindlich. Okay. Oh, fuck. Oh, leck. Das war... Okay, 4 Angriffe, okay. Das ist mies, wenn er das macht. Das kommt so quasi aus dem Nichts. Ah, nächstes Tor. Ah, du Sackgesicht. Was, der ist 18 Meter groß, aber ich triff ihn halt trotzdem nicht.
Schauen wir mal, der hat mit Sicherheit noch eine zweite Phase. Okay, auch keine zweite Phase. Dann war's nicht der Endboss. Ja, nice. Dann war das nicht der, dann war es nicht der Endboss. Gut, Boss, also mit Gift, ne? Hat man jetzt selber ganz gut gesehen mit Gift. Wenn du ganz am Anfang, wo er ja quasi fast nichts macht, da kannst du ihn schon mal sauber vergiften, das tickt dann ungefähr bis nicht ganz zu 1/3. Und dann, wenn du den komischen Sprintangriff abwartest, da wo er das Gesicht von seiner Frau, da wo er auf die zustimmt, so quasi, da bleibt er dann 3 Sekunden liegen, da kannst du ihn wieder mit Giftpfeilen bearbeiten, dann tickt das Gift wieder, weil das machst du 3-mal, dann der Boss besiegt sich quasi von selbst. Mehr oder minder. Ne? Aber schöner Bosskampf. An und für sich. Kann man nichts sagen. Definitiv. Danke für die GGs. Ja, gut. Okay. Ein guter Souls-Boss hat 3 Phasen. Hau bloß ab. Hau bloß ab, Verb. Wo ich jetzt nach dem heiligen Gebiet kann ich das wirklich nicht mehr brauchen. Das Gebiet hat mir schon alles abverlangt. Ja gut, das waren 400 Seelen. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass da noch was kommt. Alles andere. Ah, das ist sein Thron dann scheinbar, oder was? Ja. Und das ist der Adieu selber, oder was? Na. Ich blicke mit Mitleid auf euch, verlorenes. Boah, leck, das ist wirklich der Adieu. Das ist quasi der mehr oder weniger der Dämonengott, sozusagen. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. Ja, geile Stimme. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Trefft eure Wahl. Betretet das Reich der Roga oder nichts tun. Was ist jetzt, Moment einmal, Mr. Tyrios, sind Sie noch anwesend? Ist jetzt diese Wahl, die ich hier treffe, ist final wahrscheinlich, oder? Das hat wahrscheinlich dann was damit zu tun, welches Ende wir wählen, oder? Zeige das richtig. Also sprich quasi, wenn ich das Reich der... Du musst ins Reich... Ach so, ich muss ins Reich. Okay, alles klar. Ja dann.
Oha. Das wahrscheinlich jetzt dann der Finalboss ist. Könnte man vorstellen. Ne? Hi, wer bist denn noch jetzt du? Alter, das Gesicht. Ja, es ist hübsch gründlich. Okay, okay, Freunde der Sonne, das schaut schon deutlich mehr nach einem Finalboss aus. Ja, eine ordentliche Watschen kriegt. Das war kein Watschen nimmer, das war mindestens ein Fotzen, wenn du mich fragst. Adieu, der beraubte Verband. Ja, okay, das ist jetzt sehr wahrscheinlich der Endboss. Der Adieu ist nämlich, ne? Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia of shameful distortions of the truth? For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. Yet in return, Ach so, man musste. Aha! betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. Ja, man muss die Flammen anzünden. Ich seh schon, was man tun muss. Okay. Kreuz! Ja, auf mich zum Rotzen um. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rogar, with a means to put an end to the madness, Ich hab natürlich nicht aufgeschaut, wie were viel no das war. match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, Oh. despite their best efforts. In a world left blackened and corpse-choked, So, wenn du. Ah. Ja, ich verstehe schon. Da kann ich ja nicht drinstehen bleiben. which has served as my prison ever since. Meanwhile, Mein Gott, fix nochmal. Was ist denn mit Ding? themselves, Was ist mir? free from the divine oppression of which they accuse me. And yet, Okay, das ist mies, weil du hast da Flammenstein unter dir. themselves were raised to the status of demigods, figures of worship, their real ambition all too clear. Yet an outcome, they deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their Nimm mir names einfach den Äxte her. since my banishment? Far more than was ever spilled in my name. And now, after all the time mankind have had to shape their own destiny, see what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. They believed they were capable of guiding themselves, but have been proven sorely mistaken. Ow. Mankind needs me, now more than ever. And what of other beings who claim godhood? Where are they? What of Aureus and the abhorrent... Ja, jetzt, Moment einmal, wie viel brauchen wir denn noch? They are cowards, hiding in false light and obfuscating shadow. Das hätten wir schon wissen jetzt, oder? Unworthy Nein, haben wir nicht. of Das their war gern presence, their communion. And yet, here I stand before you with true words. Mach hast du mit der Schnauze halten, du nervst. For I love all of my children, even the wayward ones. Ja, dann geht nur noch einer ab, normalerweise, oder? Listen to me. Nein. You must stop this before you allow yourself to condemn all of mankind for eternity. Stirb! I am not your enemy, only what my own enemies fear. The loss of the dominion
they have established for themselves in my absence. Mach doch gerne nur hier, Your oder was? misguided violence. Nur 2. Now, 3. you are in the presence of a god-human. Your god. I formed you from nothing and can just as easily destroy you. If you would dare defy my will, the world in which you exist is my world, my home, and yet mankind, my own creation, exiled me from it. You have no idea what it is to suffer such a monstrous betrayal. Ah, da muss man aber mehrere machen, damit die entzündet werden. Jetzt. Verstehe die Frage. Ja, okay, da brauchst du mit Fernkampf jetzt auch nicht mehr machen, weil das sind jetzt schon so viele Gegner. Ist das dem sein Herz, was dann da so pumpt, wenn ich mehrere nicht kaputt mache? Ja, auf alle Fälle nur eine Ohrfeier ab. Ist aufgelöst. Kneel before me and beg for forgiveness. Not just for your own hubris and treachery. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich verstehe die Frage nicht. Deplorable kind. You are in the presence of a god-human. Your god. But those tired of you deplorable kind. You are in the presence of a god-human. Okay, ich verstehe, ich verstehe, dass ich die Dinger da entzünden muss, aber wie dann da soll, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ist ein bisschen eine andere Art vom Bosskampf. Aber why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia of shameful distortions of the truth? For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. In return, I was betrayed. Those 3 power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rogar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the healing forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. In a world left blackened and corpse-choked by their crusade, the judges banished me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set out by themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods, figures of worship, their real ambition all too clear. Yet an outcome, the people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment?
far more than was ever spilled in my name. Okay. Mal kurze Frage. Was ist eigentlich jetzt genau die Phase von dem Boss? Ich muss jetzt die ganzen Handlungen ein bisschen. Das habe ich verstanden. Ich muss irgendwie das Leuchtfeuer da entzünden da hinten. Aber was ist dann meine Mission? Okay, ich werde da... Mankind needs me now more than ever. And what of other beings who claim godhood? Where are they? What of Aureus and the abhorrent umbral creature? They are cowards, hiding in foresight and obfuscating shadow, deeming you unworthy of their presence, their communion. And yet, here I stand before you with true words and open arms. For I love all of my children, even the wayward ones. Ja, die Feuerbälle, die haben lästig. Das ist gar nicht so ohne. Listen to me. You must stop this before you allow yourself to condemn all of mankind for eternity. I am not your enemy, only what my own enemies fear. And the loss of the dominion they established for themselves in my absence. Cease your misguided violence. Now. You are in the presence of a god-human. Your god. I formed you from nothing and can just as easily destroy you. Yet you would dare defy my will. Warum kann ich denn da jetzt nicht rein? Ich versteh's nicht. My home, and yet mankind. Hey, du brauchst... Es ist vielleicht gar nicht so einfach, ehrlich. Die Gegner können augenscheinlich nicht viel, aber das ist brutal, wie viel Schaden das. Du kannst die halt nicht damagen, das ist gerade das Problem. Sein Herz, okay, aber... Da geht das irgendwie auf Zeit, oder was? Kneel before me and beg for forgiveness. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Not just for your own hubris and treachery, but those of your entire deplorable kind. You are in the presence of a god-human. Hä, was soll ich denn da jetzt... Your God. But those of your entire deplorable kind. You are in the presence of a god-human. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ich hab keinen blassen Dunst, was ich machen soll. Sag euch, wie es ist, ich hab grad keinen blassen Dunst, was ich da tun soll. Nächster Tipp? Ja, darfst mir einen Tipp geben. Weil ich wirklich gerade überhaupt keinen Plan nicht habe, was ich da bei dem Boss mache. Die Gegner ausschalten, ja. Verstehe ich. Aber dann? Was soll ich dann tun? Die Personen, die das Licht bekommen, musst du killen. Okay. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Muss ein bisschen besser aufpassen. Okay, ja gut. Probier nicht.
probieren wir ihn. Das ist die rote Flamme, ne? Die wo da. Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? Das, To millennia of shameful das Licht da distortions quasi, of the ne? truth. For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. Yet in return, I was betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. The judges. Okay, die werden dann gekennzeichnet durch das Hand-Symbol. And when I created the Rogar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves able to kill a god, despite their best efforts. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich drauf geschaut. Muss ich ganz ehrlich sagen. In a world left blackened and corpse-choked by their crusade, the judges banished me to this barren realm, which has served as my prison. Ich bleibe halt stehen und noch quasi, ja? Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods, figures of worship. Ah, natürlich haben die jetzt auch wieder einen Parasiten. All too clear. Yet an outcome. The people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment? Far more than was ever spilled in my name. Kannst du mal schauen, wer die Fackel hat? Du wahrscheinlich. And now, after all the time mankind have had to shape their own destiny, see what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, Ah, die zwei haben da auch eine. They believed they were capable of guiding Natürlich wieder ein themselves, Parasit, sehr klar. but have been proven sorely mistaken. Mankind needs me now more than ever. Okay, das ist eine krass, weil so viele Gegner vor mir da haben. And what of other beings who claim godhood? Where are they? What of Aureus and the abhorrent umbral creature? They are cowards, hiding in false light and obfuscating shadow. Aber die haben ja alle das Licht. Of their presence, their communion. And yet, here I stand before you. Das ist wieder wegen. Open arms. For I love all of my children, even the wayward ones. Listen to me. You must stop Ah, und this ich verstehe schon, du before musst you den. allow yourself to condemn all of Du musst ihn in der mankind for Zeit eternity. killen, bevor er den Angriff machen kann. Only what my own enemies fear. The loss of the dominion they have established for themselves in my absence. Cease your misguided violence. Now. You are in the presence of a god-human. Au. Your god. I formed you from nothing and can just as easily destroy you. Au. Yet you would dare defy my will. The world in which you exist is my world, my home, and yet mankind, my own creation, exiled me from it. You have no idea what it is to
suffer wir sehen jetzt such an a den- monstrous betrayal, or to endure the ages of torment which follow. Hab ich ihn jetzt geschafft, oder was? I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Was? Ah, dann adieu an Gott jetzt einfach. Das Licht der Umbra-Laterne ist niemals satt und konsumiert selbst Götter. Orios Wille wird von seinem ketzerischen Helden ausgeführt, der nichts als Verachtung erfahren soll. Mit seinem neu erlangten Einfluss entfesselt Orius sein Strahlen, um diejenigen zu reinigen, die als Sünder gelten. Im Licht sollen sie fallen. Okay. Freunde der Sonne, das war wohl das böse Ende? I guess. Verstehe jetzt nicht so ganz. Ich glaube, das Secret Ending sogar. Ja, passt, okay. Einmal durchgespielt, zack, Secret Ending, warum nicht? Okay, nein, ich verstehe jetzt nicht so ganz. Heißt es jetzt im Endeffekt, dass der Adir eigentlich kein Böser nicht ist, sondern eigentlich der Gute? Und dass man mir quasi durch diese Aktivitäten, durch dieses, ja, sozusagen dieses Leuchtfeuer reinigen, was wir jetzt so quasi auferlegt gekriegt haben, dass eigentlich diese Kirche, diese Kathedrale, diese Kreuzritter eigentlich die Besen haben. Das wirkt jetzt gerade irgendwie so auf mich. So ein bisschen. Also, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, wie ich das deuten soll. Es ist jetzt weder gut noch schlecht. Also der Adir ist hier, mir aber gleichzeitig mit. Weiß ich jetzt nicht. Ich war etwas enttäuscht vom Ende. Da kommen wir gleich dazu. Wie gesagt, ich bin mir halt jetzt nicht sicher, was das genau für ja, ob wir jetzt die Guten haben oder die Besen, weil das wird eigentlich bei den Souls-like-Spielen, wird dir das am Ende, wenn du einen Boss besiegst, einen Endboss besiegst, wird eigentlich schon ganz klar gesagt, okay, so bist du halt dran. Du hast die Weide so gespielt und du hast den und den NPC vielleicht gerettet oder nicht. Und das wirkt halt immer irgendwie auf ein Ende aus. Meistens jedenfalls. Aber da bin ich jetzt tatsächlich echt so, dass ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin. Ich darf aber eher dazu tendieren, dass das eher ein böses Ende ist. Dass der Adir eigentlich gar nicht böse ist, sondern halt wie er halt, ich habe halt nicht lesen können, was er gesagt hat, keine Ahnung. Das ist das böse Ende meiner Meinung nach. Ja, ich darf auch fast dazu tendieren, dass das eher ein böses Ende ist. Es gibt 3 Endings. Es gibt wahrscheinlich das Ending, wenn du alle Leuchtfeuer... Es ist halt die Frage, kannst du die Leuchtfeuer auch nicht reinigen? Kannst du diese 5 Leuchtfeuer einfach auch so lassen, wie sie sind? Das war halt eine interessante Info. Ob sich vielleicht dieses Reinigen der Leuchtfeuer auch noch mehr auswirkt aufs Ending. Radiant Ending, Infernal Ending und Umbral Ending. Wir haben jetzt wahrscheinlich das Umbral Ending, oder? Na, das Radiant Ending haben wir. Das strahlende Ende, das brennende Ende und das Umbral Ende, okay.
Strahlende Ende. Ja, das heißt, wenn das strahlende Ende war, dann hat quasi die Kathedrale gewonnen. Und läutert quasi jeden, der wo irgendwie als Sünder geht, einer Meinung nach. Aber warum haben wir dann gestorben? Das ist halt die Frage. Wir haben halt jetzt am Ende auch hin. So, der Adir ist weg und wir halt gleich mit. So, das wirkt irgendwie so für mich, dass uns die Kirche quasi mehr oder weniger nur als Zweck ausgenutzt hat, damit man ihren Willen durchsetzen kann. Dass sie irgendwann ihren Willen durchsetzt und der Adir der Einzige war, der zwischen ihnen gestanden ist. Aber okay. Ja gut, das bleibt offen. Es bleibt offen. Wohl oder übel. Ah, es geht noch weiter. Ihr habt eine neue Klasse freigeschaltet, was? Strahlender Reiniger. Ein Kampfpriester der Kirche des Strahlens Orius, dessen harte Ausbildung in spirituelle wie physischen Angelegenheiten ihm erlaubt, alles und jeden zu läutern, was der Kirche und Orius als unheilvoll gilt. Eine offensive Klasse, die anfällig gegen physischen Schaden ist, aber über eine große Toleranz gegenüber Magie verfügt. Möchtet ihr eine neue Reise antreten? Na, aktuell fortsetzen. Na gut, vielleicht kommt ja da nochmal was. Moment. Na, kommt nichts mehr. Du kannst jetzt wahrscheinlich den Adir noch unendlich oft machen. Aber okay. Dann war das wohl Lords of the Fallen, Freunde der Sonne. Dann haben wir mit dem Spiel tatsächlich jetzt fertig. Weil ganz ehrlich, die anderen Enden spule ich nicht on-stream. Das kannst du vergessen. Die spiele ich vielleicht irgendwann für mich privat einmal. Aber jetzt aktuell... Hast du eine Axt bekommen, eine neue? Gute Frage. Möglich. Schauen wir mal. Ich habe einiges neu gerückt. Axt des Lords, ja. Noch nicht fertig, geh noch zum Schrein von Adir. Also nochmal da auf, oder wie? Ah gut, der Mr. Tyreus sagt, da gibt's noch was. Die rote Axt hat übel hohes Scaling. Moment. Welche nicht? Die jetzt, die grinsende Axt, meinst du jetzt? Die da, Mr. Shadow? Da wo der Typ auf dem Thron sitzt. Wo der Typ auf dem Thron sitzt. Wo der Typ auf dem Thron sitzt. Tyreus, du weißt jetzt gerade nicht, was du jetzt meinst. Wo der Typ auf dem Thron sitzt. Du meinst da bei der Blutungsdingens. Da wo du die Blutungsteile da... Warte mal, Moment, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Du meinst da? Schrein von Adir, ah. See what it is, man. Gut. Achso, kann ich das jetzt so aktivieren quasi? Maul halt. As you can see, I've been honing my skills as you instructed. And you were right. I feel my power growing every day. Soon, I swear, I will be ready. Andenken an Adir, den beraubten Verbanden. Mr. Tyreus, danke für den Hinweis. Hätte ich tatsächlich... Gut, wer übersagt das bitte nicht. Also, wir denken auf sowas. Dann schauen wir uns nach, was es jetzt da für Waffen geben hätte. Oder Zauber, oder wie auch immer. Und dann merken wir mal schnell die Waffen vor. Warte mal, von Mr. Shadow. Wo ist denn die Rode? Die extreme Wortmann hat ja da richtig gut Scaling. Dann werten wir die vielleicht da auf und dann haben wir mit der Aktion dann den... Achso, die kann ich nicht mehr dran, oder was? Ja, okay, mir geht 17 Inferno ab. Ja, GG. Kann ich leider nicht dran. Geht mir leider das Inferno ab. Okay. So, wir haben zwei Andenken. Einmal das da. Haben wir des Königin-Kopfes.
Schweres Gedenken, was ist das? Ein Teil der zerbrochenen Steinschrift aus... Ja, okay. Es gibt eine Krone und ja, gut, und sei... Okay. Ja gut, das ist jetzt für uns eher nix. Was haben wir da noch? Adieu. Ja, der hat halt wahrscheinlich irgendwelche Inferno, ja, das denken wir schon. Flammentrichter und Adios Vergeltung, okay. Ja, können wir uns auch nicht. Bringt uns quasi außerhalb vom Inferno-Bild nichts. Okay. Grinsende Axt war's, ja. Aber die kann ich leider nicht tragen. Da geht man das Inferno ab, da müssen die umskillen. Gut. Da geht auch nichts mehr. Und unsere Seelen noch schon weiter. Ich fange mal an, Inferno zum Skillen. Spiel neu starten plus 0. Okay, neues Spiel plus 1 ist klar. Aber wenn ich jetzt Spiel neu starte, habe ich dann mein Gear wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Dann geht es wieder komplett von vorn los mit Basic-Ausrüstung und so weiter und so fort. Vermute ich jetzt mal. Gut. Ja, Freunde. Dann haben wir für da mit Lords of the Fallen einen Hut drauf. Ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Fazit dieses Spiels. Ne? Haben wir da Interesse? Ich glaube schon. Ich glaube schon fast. Dann sage ich auch gleichzeitig, mit was am Mittwoch weitergeht. Voraussichtlich. Ne? Okay, passt auf. Ich mache jetzt da mal ganz entspannt schnell Spät zu. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut bezüglich des Spiels selber. So, Leute, erst einmal die Frage vorweg. Hat den Lords of the Fallen gefallen? Ich weiß, es war eine lange Durchstrecke. Wir haben 14 fucking Streams mit Lords of the Fallen in letzter Zeit gemacht. Wir haben 14 Streams hintereinander nur Lords of the Fallen gespielt. Ich weiß, dass die Durchstrecke wahnsinnig anstrengend für den einen oder anderen ist, der mit dem Genre absolut nichts anfangen kann. Den nehmen wir auch noch mit. Yeah, this is Big Brain Time. Big Brain Time machen wir auch noch. Okay. Also passt auf. Folgendes. Ich glaube, dass an jeden an und für sich Lords of the Fallen schon recht gut gefallen hat. Ja? Glaube ich jetzt schon. Ja? Ich hab mir jetzt gestern oder vorgestern Abend hab ich mir kurz die Zahlen also ein bisschen angeschaut von den Streams. Und bis auf 2 waren wir bei jedem fucking Lords of the Fallen Stream mindestens 30 Leute in der Spitze. So, das sagt mir, das Spiel oder Souls-like machen eng schon Bock, wenn ich das spiele. Ne? Kleine Seitennote, normalerweise bin ich bei Souls-likes nicht so getiltet, wie es heute zwischenzeitlich war. Gebe ich fairerweise zu, war nicht okay von mir, aber kommt halt bei mir auch mal vor. Ne? Was soll ich machen? Ich bin auch noch ein Mensch. Also, Folgendes zu dem Spiel. Fazit, es ist nicht für Souls-Einsteiger. Unter gar keinen Umständen. Kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, Souls-like-Anfänger, lass die Finger von dem Spiel. Die Bosse sind simpel. Die Bosse sind in 99% der Fälle nicht das Problem. Ich habe 2 Bosse jetzt gehabt, die wo mir ein bisschen aufgehalten haben. Das war einmal der eine komische, der wo quasi 3 Phasen hat, sozusagen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Das war der erste Boss, der wo ein bisschen knackig ist. Und der zweite Boss war jetzt eben heute den, wo wir heute noch gemacht haben, den komischen König da. Der war auch nicht ganz so ohne, der war aber an und für sich aber eigentlich auch nicht schwer. Einmal muss ich leider dazu sagen, bei dem einen Boss habe ich das ganze Potenzial nicht wirklich gesehen. Das war im letzten Stream, da wo wir in der Abtei die komische Göttin da gekämpft haben. Die ist verbuggt gewesen, die hat sich ja vor mir nicht mehr bewegt. Ich habe das ausgenutzt sozusagen, es tut mir leid. Aber da kann ich leider jetzt nicht wirklich viel dazu sagen, wie der Boss noch gewesen wäre. Da hätte man wahrscheinlich auch das eine oder andere Stündchen dran zu knabbern gehabt. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber das Spiel ist in den Gebieten an und für sich eigentlich deutlich schwerer, als wie die Bosse selber haben. Also die Bosse in dem Spiel, nicht das Thema, aber die Gebiete haben das Problem. Das ganze Spiel läuft eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her relativ linear. Es ist jetzt nicht irgendwie so etwas, wo man dann sagt, okay, da ist auf einmal jetzt ein richtiger Ruck drin. Das läuft eigentlich immer schön gemütlich im Sinne von, es macht keinen Anstieg ohne Ende. Es läuft ganz normal, eine angenehme Steilung hat das immer. Also ganz eine leichte Lernkurven bis zum letzten Gebiet. Das letzte Gebiet macht dann so einen steilen, also 90 Grad Winkel nach oben. Und das merkst du brutal.
Das hat mich dann natürlich halt auch entsprechend aus der Bahn geworfen, weil ich mir nicht gedacht habe, dass auf einmal 5, 6, 7, 8 heftige Gegner daherkommen und tun Schuhe. Deswegen an die Souls-like-Anfänger da draußen, die es vielleicht werden wollen, derzeit gönnt euch Souls-like, sind super geile Spiele, aber lasst die Finger von Lords of the Fallen. Es ist nichts für Anfänger, weil einfach die Gegnerhorden zu krass sind. Da bist unfassbar schnell überfordert. Sogar ich war halt überfordert und ich habe jahrelange Erfahrung mit solchen Spielen. Also von daher, an und für sich, ist ein super gutes Spiel gewesen. Grafisch hat es überzeugt, atmosphärisch hat es überzeugt, musikalisch hat es überzeugt, meiner Meinung nach. Gibt allerdings natürlich auch negative Sachen, die mir im Laufe des Spiels aufgefallen haben. Zum einen, es bricht random einfach ab. Wir haben es 4 oder 5 Mal im Stream gehabt, wo einfach das Spiel sich aufgehängt hat und ist mein ganzer Stream eingefroren. Ich habe erst gemeint, das war ein OBS das Problem, aber in Wahrheit war das Spiel das Problem. Das ist natürlich, das fällt mir schon negativ auf, das wird auch in die Wertung einfließen, natürlich. Zwischenzeitlich ist das Spiel in gewissen Hinsichten sehr clunky, gerade was Sprungpassagen angehen. Springen in dem Spiel ist unfassbar komisch im Vergleich zu anderen Souls-Spielen. Ganz komisches Gefühl, was Springen angeht. Zwischenzeitlich haben es sogar sehr, sehr viele Sprungpassagen, wo man dann zwischenzeitlich vorgekommen bin ich jetzt in einem Jump'n'Run gelandet oder habe jetzt ein Souls-like-Spiel vor die Augen. Also Springen hätte man auch ein bisschen sanfter, ein bisschen geschmeidiger lösen können. Ne? Nicht die Sprungpassagen anders machen, das ist nicht das Thema, aber die Mechanik des Springens hätte man vielleicht ein wenig besser machen können, so geht's einmal. Und das dritte, was mir auch aufgefallen ist, das Anvisieren hat manchmal nicht so wirklich gut funktioniert. Du hast einen Gegner anvisiert, dann ist entweder gar nichts passiert oder es ist irgendein Gegner 3 Kilometer weiter anvisiert worden, obwohl 2 Meter vor dir ein Gegner steht. Oder du hast mit Kampf einfach die Visierung verloren. Ja, du drehst dich dann einfach sozusagen im Kreis und der Gegner kann machen, was er will, weil du halt den Gegner nicht mehr vor dir hast. Das sind so 3 Sachen, so negative Sachen, die haben mir aufgefallen, persönlich. Performance-Probleme habe ich persönlich jetzt keine gehabt, Gott sei Dank. Ich habe von anderen gehört, es sei unfassbar katastrophal gewesen, gerade auf die Konsolen. Auf den Konsolen muss das Spiel am Anfang eine Katastrophe gewesen sein. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Aber so richtig Performance-Probleme habe ich tatsächlich nicht gehabt. Was ich nicht gehabt habe, bewerte ich auch nicht, weil ich springe jetzt nicht auf etwas auf, was andere nicht gehabt haben. Ne? Das ist wie halt, wenn du ein Auto kaufst. Ja? Der eine sagt, wow, geil, super Auto, super zuverlässig. Der nächste kauft sich das Auto, ja, okay, ist 3 Mal in der Woche in der Werkstatt damit. Also, das sind Sachen, die kann ich nicht beurteilen. Am Ende des Tages kriegt das Spiel trotzdem eine 10 von 10. Es reicht nicht für mehr, aber es ist auch nicht weniger. Also, für alle, die Souls-like erfahren sind, es könnt das Spiel jederzeit kaufen. Das Spiel bringt coole Mechaniken mit sich. Gerade das mit der Umbra-Laterne, mit diesen 2 Welten, ist eine unfassbar geile Idee gewesen. Hat mich sehr, sehr gut abgeholt. Zieht sich ja durch das ganze Spiel durch. Ist nicht immer nur so phasenweise, dass du sagst, ja, okay, im Startgebiet hast du es ungefähr alle 5 Meter braucht und da brauchst du es gar nicht mehr. Das absolut nicht. Du kannst unfassbar viel erkunden durch das. Also, das ist auf alle Fälle auch ein richtiges Plus von Souls-like Games, das was es so noch nicht gegeben hat. Also da kann man wirklich, da kannst du einen Hut ziehen. Da haben die Entwickler wirklich eine richtig gute Idee gehabt, das so umzusetzen. Also es hat mir an und für sich schon wirklich sehr, sehr gut gefallen. So. Für mich persönlich, abgesehen vom letzten Gebiet jetzt, war das Spiel für mich relativ einfach. Ich habe eigentlich größtenteils keine Probleme gehabt damit. Ich glaube, es hat nicht viele Bosse gegeben, wo wir mehr wie 3 Versuche gebraucht haben. Ich glaube, das waren vielleicht 2 oder 3 Bosse, wo wir 4, 5 Versuche gebraucht haben. Alles andere war eigentlich, wie gesagt, Kindergarten. So jetzt für mich. Aber an und für sich ein solides Spiel. Schaut schön aus. Erfüllt das, was es machen soll. Bringt viel frischen Wind mit. Greift auch viel alte Sachen auf. Also eigentlich eine gute Mischung aus allem sozusagen. Nichtsdestotrotz, das eine oder andere hätte man besser machen können. Aber wer weiß, was da in der Zukunft kommt. Ich kann mir gut vorstellen, das Spiel hat sich, was ich so gelesen habe, die erste Woche über 10 Millionen Mal verkauft. Kann durchaus sein, dass da irgendwann ein zweiter Teil kommt. Oder ein Nachfolger, der wo auf das gleiche aufbaut. Ne? Bin ich gespannt, wie das Spiel bei mir auf der PS5 läuft. Gut, das Spiel ist jetzt über einen Monat raus. Es sollten eigentlich weitgehend die ganzen Problemchen gefixt sein. So. Aber wie gesagt, schau da lieber mal Previews an im Internet oder lest bei Ingame oder was, lest da Rezessionen durch, wie jetzt aktuell das Spiel vom Zustand her ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass
möchte jetzt nicht zu dir sagen, kauf's bedenkenlos, nicht, dass du dann ein Bug für solche Spiel hast. Dann darf ich lieber noch ein paar Wochen warten, bis das da ein richtiger Performance-Patch kommt. Mal also am Anfang schon, so die ersten Tage hast du täglich 2 Patches gehabt bei Lords of the Fallen, auch auf Steam. Das war jetzt nicht das Problem. Sie waren schon bemüht, sie haben das schon versucht im Griff zu kriegen, aber inwiefern das bei den Konsolen ankommt, das weiß ich nicht. So. Schauen wir mal, was ihr gelesen habt. Den Schluss habe ich jetzt ein bisschen unfair gefunden, weil von leichter auf 100% plus schwer ist schon happig. Ja. Das, wie gesagt, das letzte Gebiet jetzt, dieses Endbossgebiet sozusagen, war doppelt so schwer wie der Rest vom ganzen Spiel. Definitiv. Insgesamt kurz und interessant Spiel. Am besten hat man der Kill mit dem Obi-Geschubsen ganz am Anfang, wo wir die anderen über ein Ding getreten haben. Ja. Gut, da hat sich später nichts mehr ergeben, weil da hast du nicht mehr groß getreten, weil da waren die Gegner einfach schon zu tanky. Aber ja, war witzig. Das ist Sparta-like, einfach Gegner von der Brüstung treten. Das war, ja, war cool. Ich hatte mit dem Spiel keine Probleme, lief immer stabil, auch so ein Bug wie mit dem Boss vorhin hatte ich nicht. Anvisieren ist schwierig, ja. Ja, ich sag schon, die das Spiel gespielt haben, wie der Shadow oder der Tyreus, die werden sie wahrscheinlich einer Meinung und meine Meinung zu dem Spiel werden sie relativ gut dicker. Also ich glaube, dass es jetzt da nicht krasse Unterschiede gibt. Also ich glaube, so wie ich es gesagt habe, kann man es gut auf den Punkt bringen. Nicht so wie bei Malenia. Malenia ist absolut unangefochtene Boss-Schwierigkeitsspitze mittlerweile. Das war lange Zeit der Ishin aus Sekiro. Aber Malenia, glaube ich, hat ihn sogar abgelöst. Mittlerweile. Also bei der Malenia lebt mich am Arsch. Weil ich weiß nicht, ob der mittlerweile auch gepatcht worden ist, keine Ahnung. Aber Malenia war schon eine andere Hausnummer. Lebt mich am Arsch. Aber gut, für Souls-like-Einsteiger Dark Souls 1 bis 3 sind auf der PS5 im Black Friday Sale. Dark Souls 2 kannst als Einsteiger spielen, ja. Musst du aber bewusst sein, Dark Souls 2 ist unfassbar groß. Also Dark Souls 2 ist schon extrem viel größer. Also es ist schon einmal um einiges größer als 1 und 3. So. Dark Souls 2 ist halt blöderweise oder... ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo kann ich es auch nicht verstehen. Es ist so ein bisschen das schwarze Schaf des Genres. Aber Dark Souls 2 und für sich eigentlich auch kein Problem. Dark Souls 2 holt eine Giftpfeile und du rennst da durch ohne Wenn und Aber. Weil du alles und jeden so derartig schnell vergiften kannst und Gift ist in dem Spiel so unfassbar broken. Du schießt quasi 4 oder 5 Giftpfeile auf irgendeinen Gegner und das Gift tickt so lang, bis dass der entweder sofort stirbt, also ne, das tickt halt so lange, bis dass er stirbt, oder es tickt so lange, bis dass er kurz vorm Sterben ist. Und das kannst du auch bei Bossen machen. Du schießt mit dem Pfeil auf den Boss 4-5 Mal, der Boss ist vergiftet und dann rennst du gerade mehr noch im Kreis, weißt den Boss aus und wartest, bis dass er halt entweder nicht mehr vergiftet ist oder halt einfach da rumfällt. So viel zu Dark Souls 2. Das ist halt... Es gibt, glaube ich, gerade 2 oder 3 Gegner in dem ganzen Spiel, die giftresistent haben, wenn man nicht alles täuscht. Irgendwie sowas. Ich habe auch Dark Souls 2 schon lange nicht mehr gespielt. Aber gut. Wird ja fast täglich ein Update rausgehauen. Ja, also jetzt bei mir tatsächlich nicht die letzte Woche jetzt, aber es wird täglich gepatcht. Aber gut, Dark Souls ist zauberhaft, wurscht welcher Teil. Ja, ich sag's auch so. Mal wenn ich jetzt meinen Favoriten Dark Souls Teil nennen müsste, da das 3er sagen. Einfach aus dem Grund, gut, da kann aber jetzt per se, da können die anderen Spieler nichts dafür, das war halt der Lauf der Zeit. Dark Souls 3 hat einfach von den Mechaniken her schon ein ganz anderes Niveau wie halt Dark Souls 1. Dark Souls 1, wenn du halt spielst und bist du so Spiele wie Bloodborne oder halt eben sowas gewohnt, dann denkst du bei Dark Souls 1, wow, leck mir am Arsch, wie hab ich denn das damals spielen können? Das ist ja ein Unding. So, aber Dark Souls 3, von den Dark Souls Teile per se ist 3 eigentlich mein Lieblingsteil. Sozusagen. Der war schon gut, was an Zeit drin hat lassen. Tatsächlich. Dark Souls 1 aber wie gesagt schon 15 oder 20 Jahre nicht mehr gespielt. Naja, 20 Jahre nicht, aber 15 Jahre. Bestimmt schon 15 Jahre her. Nein, seitdem nicht mehr angelangt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir reizt der Dark Souls 1 gar nicht. Wenn ich mir das ganze Souls-Genre so anschaut, was da mittlerweile alles auf dem Markt ist, dann greifst du auch nicht mehr auf Dark Souls 1 zurück. Du hast so viele Alternativen, durch das einfach, weil Dark Souls 1 einfach veraltet ist. Das ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber das ist einfach der Lauf der Dinge. Wenn die halt ein Dark Souls 1 Remake machen, so wie sie es mit Demon's Souls da haben, Brudi, I'm in. Spiel sofort mit Dark Souls 1. Überhaupt kein Thema nicht. Aber mal schauen.
Glaube zwar eher nicht, dass er Dark Souls 1 Remake kommt, weil es hat 2 Remaster gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal von PS2 auf PS3 und dann nochmal von PS3 auf PS5? 4? I don't know. Keine Ahnung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Remake kommt, ist eher sehr gering. Aber ich sage ja nur, für den Fall der Fälle. Aber okay. Freunde der Sonne. Folgendes. Wie geht's jetzt weiter? Content-technisch. Da der Prof Valentine aktuell wohl kein Internet hat, wir haben noch 2 Wunschspiele offen. Ne? Einmal vom YBO, das ist einmal Devil May Cry, da bin ich mir noch nicht sicher, welchen Teil das wir spielen, aber ich vermute, wir werden mit den ersten anfangen. Ich habe Devil May Cry tatsächlich selber noch nicht gespielt, habe aber schon sehr viel davon gehört. Es ist ein Hack and Slay, so wie God of War damals. Soll halt eigentlich genau in meine Spielegenre passen. Das ist das eine Wunschgame und der Mr. Prof Valentine, der aktuell internetlos ist. Press F an der Stelle. Der hat Inside, glaube ich, heißt das Spiel, hat er requested. Es ist für mich geplant, dass wenn beide wieder, also das heißt, wenn der Prof wieder Internet hat, dann möchte ich eine Wunschgame-Woche machen, wo wir beide Wunschspiele spielen, jeweils einmal. Beide haben halt Potenzial, irgendwann ein Hauptprojekt zu werden, wahrscheinlich, je nachdem. Das machen wir aber erst, wenn der Prof wieder anwesend ist. Ja, weil das war der Arschloch-Move, sowas mache ich nicht. Er macht einen Spiele-Request und spielt und er ist nicht da. Das mache ich nicht. Also da warten wir, bis der Prof wieder Internet hat und dann ziehen wir mal eine Wunschspielewoche durch. Wann die ist, weiß ich aber noch nicht, weil ich halt auch nicht weiß, wann der Prof eben wieder online ist. Deswegen schaut es folgendermaßen aus, wie es jetzt dabei mal content-technisch weitergeht. Lies of P rückt wieder ins Programm. Lies of P haben wir vor dem Horror Oktober pausiert und aufgrund von Lords of the Fallen ebenfalls nach hinten geschoben, weil das eben Lords of the Fallen war Spiel des Jahres, auf was ich am meisten gewartet habe. Es ist immer so, wenn ein Spiele-Release ist, auf den ich das ganze Jahr hinfiebert, dann wird der durchgezogen. Das war letztes Jahr mit God of War so und war heuer halt mit Lords of the Fallen so. Lies of P rückt jetzt wieder ins Programm. Da haben wir auch irgendwo mittendrin, da spielen wir wahrscheinlich irgendwann am Wochenende weiter. Dann. Was wir aber jetzt am Mittwoch tun, das ist jetzt das Entscheidende, Freunde der Sonne. Wir fangen am Mittwoch nämlich ein neues Projekt an, auf das ich tatsächlich auch schon gespannt bin. Ja? Der eine oder andere wird das schon wissen. Ich stelle es euch aber jetzt offiziell vor, was wir spielen. Ja? Ich habe es mir gestern bereits geholt, es ist ja bereits runtergeladen. Es wird dann wieder mal ein Spiel auf der Konsole. Jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen zu viel verraten, aber das soll ja jetzt nichts machen, also fährt es ohnehin gleich. So. Das wird folgendermaßen ausschauen. Ihr müsst jetzt da rechts aufpassen, von euch aus gesehen, ne? Was dann heute im Stream steht. Und zwar fangen wir am Mittwoch, sofern ich von der Baustelle her auskomme, sofern nichts anderes ansteht, fangen wir am Mittwoch, Freunde der Sonne, mit diesem hier an. Wir schauen uns gemeinsam Assassin's Creed Mirage an. Ja? Fake Positives drüber gehört, sehr viel Positives drüber gehört bisher, soll back to the roots gehen, soll wieder so sein wie die alten Assassin's Creed Teile, wovon ich ein Verfechter bin. Ja. Unfassbar gute Grafik hat es, was ich so gesehen habe. Ich habe beim Dampf wieder mal ein paar Minuten eingeschaut, ich habe mich absolut nichts spoilern lassen von dem Spiel. Ich weiß gar nichts. Soll aber ein sehr, sehr gutes Assassin's Creed sein. Und wir werden uns davon überzeugen, ob das auch wirklich so ist. Also sprich, Mittwoch Assassin's Creed Mirage. Erster Stream überhaupt. Und am Wochenende irgendwann Lies of P. Okay? Wir fahren jetzt wieder 2 Projekte abwechselnd, wie es normalerweise auch gewohnt hat. Sage ich auch gleich dazu, wenn Lies of P fertig ist, machen wir Hardcore Auslook. Vermutlich noch vor Weihnachten irgendwann werden wir da anfangen. Mal schauen. Gute Frage vom King of Barbecue. Wann kommt eigentlich mal wieder Mario Kart? Bald. King of Barbecue, da brauchst du nicht oben da, oder generell alle, die wo mal wieder Mario Kart spielen mengen, dort sind nicht oben, das machen wir bald wieder. Ja? Es ist nur jetzt in letzter Zeit halt einfach viel Programm gewesen. Horror Oktober ist gewesen. Dann war Lords of the Fallen, das was ich unbedingt spielen wollte. Ich als Souls-like-Verfechter habe da nicht auskennen. Assassin's Creed Mirage habe ich unfassbar viel Bock drauf. Wir werden mit Sicherheit noch heuer, definitiv noch heuer, irgendwann einen Tag finden an einem Wochenende, wo wir auch mal wieder eine saubere Community-Fetzerei machen. Keine Sorge, das kündige ich aber auch rechtzeitig an. Also, wenn ich weiß, wir machen mal an einem Wochenende eine Mario Kart-Fetzerei, dann wisst ihr es in der Regel am Dienstag spätestens. Ne? Aber keine Sorge, wir spielen natürlich auch wieder mit Mario Kart. Das ist aber hoffentlich. Ist nicht aus den Augen verloren. Mario Kart ist jetzt mit den Strecken komplett. Ja, wir haben gestern Besuch gehabt von der Schwester von der Mein und ihrem Freund. Wir haben halt abends dann also 4-5 Runden Mario Kart gespielt. Ich habe nur eine Strecke gesehen, die in Rom. Aber ja, der Content in Mario Kart ist quasi jetzt vollzählig. So, aber ich habe mir es noch nicht wirklich genau angeschaut. Wie gesagt, ich habe momentan einfach auch nicht die Zeit, so großartig irgendwie
Wenn ich mal ein wenig Luft habe, dann spiele ich momentan wieder ein bisschen Yu-Gi-Oh! Master Duel, das war heute übrigens auch ein Ersatzprogramm gewesen, wenn wir jetzt Lords of the Fallen unerwarteterweise nach einer Stunde beendet hätten, was ja dann, wie wir jetzt festgestellt haben, nicht der Fall war. Aber sonst momentan privat zocke ich so eigentlich nichts Großartiges, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, so schaut's aus, Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt mit Lords of the Fallen, mir hat schon Spaß gemacht, ich glaube eigentlich auch. Aber jetzt, sage ich ganz ehrlich, jetzt bin ich auch froh, wenn wir wieder frischen Wind kriegen. Okay? Ist schon nicht schlecht, wenn man 2 verschiedene Projekte spielen kann. Ja? Und auf Assassin's Creed Mirage ist dann farblich noch mal ein ganz anderer Anstrich. Hat mit Souls-like ungefähr gar nichts zu tun. Und alle, die halt nach oben trotzdem noch ein bisschen Souls-like kommen, die werden mit Lies of P noch ein bisschen abgeholt. Ja? Ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt fortgeschritten haben. Ich weiß nur noch, wir haben letztes Mal einen Boss, also einen 3er, 4er Boss-Squad im Ring besiegt. Keine Ahnung. Ist schon ein paar Wochen her, dass wir das gespielt haben. Da werde ich wahrscheinlich erst einmal einen Stream brauchen, um wieder in die ganze Steuerung einzukommen. Aber okay, das ist fein, glaube ich. So, mehr habe ich aber heute nichts zu sagen, Freunde. Außer, dass ich jetzt noch schnell geschwind schaue, wer live ist. An der Stelle, weil ich es gerade zufällig sehe, I'm sorry, möchte mich ganz herzlich bei den 33 Zuschauern bedanken, die da so im Stream hocken, die wo da zuschauen, die wo sich den Stream anhören. Vielen lieben Dank für euren Support über die ganzen Wochen hinweg. Mir ist das schon aufgefallen auch. Es geht nicht um Subs, es geht nicht um Bits und sonst was, es geht ums Zuschauen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Das ist eigentlich genau das Wichtigste, was für uns Streamer relevant ist. Das ist A, die Zuschauer und B, einfach den Support im Sinne vom Followen dort zum lassen. Ne? Das sind die 2 wichtigsten Dinge, die wo für uns Streamer relevant sind. Alles andere ist zweitrangig, ja, oder nebensächlich. Sai und Wifi, satzt mir ihr Base, wenn wir enker nicht 2 Requests auf den nächsten Stream verschieben. Ist das in Ordnung? Die lassen wir offen, selbstverständlich. Aber ich darf das gerne nächsten Stream machen, wenn es in Ordnung ist. Am Mittwoch dann quasi. Machen wir gleich zu Beginn oder irgendwann zwischendrin das unnütze Gaming-Wissen von Mr. Sai Ching. Ja, damit wir nicht dumm sterben müssen. Und dringend tue ich jetzt zwar dann aber Frau Batzi ist glaube ich gerade heimgekommen oder vor 4 Stunden schon heimgekommen und ich will dann noch schon langsam nach dem Rechten schauen, sozusagen. Ja? Also wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer für einen krassen Watch-Time-Support und so weiter und so fort. Natürlich auch danke an die ganzen Resupper und weißt du wie es ist, bleibt mir überall wieder. Am Kanal kann ich vielleicht auch noch schnell kurz zum Auswerfen sagen, zahlentechnisch, weil ich habe mir das jetzt eben vor 2-3 Tagen mal so ein bisschen angeschaut, so die letzten 2 Monate. Zahlentechnisch geht es im Kanal so gut wie nie. So gern glaube ich es ist. Wir haben vom Horror-Oktober weg an 2-3 Ausnahmestreams gehabt. Das war aber, das kommt halt einfach vor. Aber wir haben noch nie im Schnitt so viele Zuschauer gehabt, wie wir es jetzt momentan haben. So die letzten 2 Monate. Und das ist halt der Sprung, den hätte ich eigentlich gemeint, den mache ich so schnell nicht mehr. Ne? Also vielen lieben Dank, das ist euer Verdienst. Das hat mit mir nichts zu tun. Ihr seid diejenigen, die da sitzen. Ihr seid diejenigen, die zuschauen, zuhören. Im Chat einen Senf dazugeben. Da geht ein ganz fettes Bazi-Herz und ein ganz fettes Bazi-Bussi raus. Ja? Ob es jetzt am Morgen umdreht oder nicht, das müsst ihr selber wissen. Genau. Jetzt sehe ich gerade dabei, YBO geht live. Das ist gut für uns, da crashen wir nämlich dann gleich um mich. Ja, sie fängt auch um 1 an. Wollt ihr nicht eigentlich um 10:30 schon live kommen? Oder um 11? Hätte ich eigentlich gemeint gehabt, oder? Gerade die dann nochmal. Achso, ja, gut, ich sag gerade, ich hab Pings im Discord. Das erklärt's dann wahrscheinlich. Right? Und weil wir aus gerade live gegangen. Okay, bei der Yassi sage ich jetzt aber tatsächlich nichts. Dass die was anderes angekündigt hat. Oder steht das in der Lava-Eck? Moment. Nein, auch nicht. Um 11 laut Discord, ja genau. Normalerweise wird Yassi um 11 live gehen. Genau. Am 17.11. Ja, die hat ja den Stream. Achso, ja, aber Moment einmal, die hat ja. Moment. Ja genau, steht da. Stream von heute verschiebt sich, dann Kopfschmerzen auf Sonntag 11 Uhr. Heute ist Sonntag. Und 11 Uhr war es auch schon. Ja gut, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen, ist ja egal. Gut, Freunde, wir gehen dann zum YBO. Der YBO hat mir in letzter Zeit sehr viele Gefallen getan. Ja, der ist sehr technikversiert.
Der richtet Handys her, der richtet Laptops her, der richtet Fernseher her. Der Typ, glaube ich, kann nichts herrichten. Es gibt quasi nichts, was der Typ nicht herrichten kann. Von daher, wenn ihr mal irgendwelche technischen Probleme habt, sei es am PC, sei es am Handy, sei es am Laptop oder sonst irgendwas, das könnt ihr, glaube ich, jederzeit auf den YBO zukommen. Braucht's nicht, der hat meistens immer irgendeinen treffenden Rat oder irgendeinen treffenden Handgriff, der wo da weiterhelfen kann. Mir hat er schon unfassbar viel geholfen. Die ganzen Emotes, die ihr da nutzen könnt, die haben alle von ihm, die hat er erstellt. Bitte lasst euch mal ein bisschen Liebe da, drückt aufs Following, das kostet eigentlich nichts, aber es hilft uns, wie ich schon erwähnt habe, unfassbar schwer weiter. Falls noch irgendein Neuer jetzt im Stream sitzt, der wo jetzt gerade noch zuhört und du noch nicht gefollowt hast, zieh es in Erwägung, wenn es dir ein wenig gefällt, druck aufs Following, kostet wie gesagt nichts, aber mir darf es unfassbar schwer helfen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir vor dem Jahreswechsel noch 400 Follower. Das war halt schon brutal, gell? Muss man auch dazu sagen. Ansonsten kann ich dir noch meinen Discord empfehlen. Du kriegst einmal in der Woche, meistens zweimal in der Woche Informationen von mir, wann ich live komme, mit was für einem Spiel, zu was für einer Uhrzeit und an was für einem Tag. Wir haben auch etliche Channel, wo du mit mir und alle anderen drauf unterhalten kannst. Der Discord-Server, der bleibt ein wenig hinten nach, das ist aber auch völlig in Ordnung. Aber der darf natürlich auch sehr gern weiter wachsen. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, Follow und Discord joinen kostet nichts, aber Heft und schwer. Ganz einfach. So, Recommand im Chat für Subs und für Non-Subs beim YBO einfügen und eine Bazi-Gang Support Blutgrätsche auspacken. Bitte, Dankeschön. Und ansonsten sage ich dann viel herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern, einfach fürs Loser. Und wünsche euch alle einen schönen Sonntag. Kommt's gut in die neue Woche. Morgen kein Stream, ich hab morgen Spätschicht. Wie gesagt, weiter geht es dann aller Voraussicht noch am Mittwoch. Okay? Macht's es gut, macht's euch noch einen schönen Sonntag und wir hören sie dann im Laufe der nächsten Tage. Okay? Haut's euch rein und viel Spaß beim YBO. Mit euch.